Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und Oli, Ja. es ist die 11. Episode. Aber sorry. es ist die 34. oder? Hey, das weiss ich im Fall. Insgesamt weiss ich. Ja, ist, Ich nein, mein- 33. Nein, es ist die 34. Ja, Die 34. Ja, hast recht, Episode. hast recht. Krass, Mann. Ja, die 11. im neuen Jahr. Wir haben Halbzeit. Wir haben 20 Episoden geplant. Wir haben Halftime Ah, krass schon. in diesem Jahr. Ja, ja gut. Es kommt jemand rein, gell? Jetzt haben wir Ende Juni. Wenn die dann rauskommt, ist, geht es nicht mehr lang. Und dann haben wir schon fast Juli. Hey, und wir können unserem Ziel immer näher. Aber davon erzählen wir im Rückblick und Ausblick. Ganz ein geschmeidiger Übergang war es, Oli. Gell? Ganz eine geschmeidige Ansage. Ich gebe mir- da ich lacht gebe mir sogar Mühe. unser Gast. Hä? Ich gebe mir Mühe. Sensationell. Hey, aber, ja, übrigens, wir haben einen Gast. Aber wer es ist, sagen wir nachher. ja, aber können wir jetzt schon am Gast sein Geschenk auftun? Ich wäre auch dafür. Deal. Du bist auch dafür. Sehr gut. Danke vielmals, lieber Gast. Sehr gern geschehen. Gut klopfen, hä? Nicht das verstrickt. Ja, gut. Ich habe gehört, Munkler hat das Bier extra wegen mir gekauft. Ja, das ist es so. Hey, cheers zusammen. Von wo kommt das? Das ist fast ein regionales Bier. Echt? Von uns. Oh, das ist wenigstens mal eins von euch, das man trinken kann. Und als ich gesehen habe, dass es Nein. Maximus heisst, Das ist klar gewesen, weil sie mitnehmen. Ja, das ist das Foto nicht machen. Gut, wir sind immer noch auf Sendung. Oli, du hast ja sagen, du hast so einen geschmeidigen Übergang gemacht. Mach gerade weiter. Hey, was ich eigentlich vorhin wollte sagen, wir kommen unserem Ziel immer näher. Und zwar ist ja das Ziel von uns in diesem Jahr, dass wir die 1000 Streams pro Folge schaffen. Und die vorletzte Folge hat das bereits erfüllt. Ja, voll. Also, ich gehe immer von dem Zeitraum von diesen 2 Wochen aus, wo Podcasts gelost werden. Ja. Und ja, die Älteren haben es die meisten, den grössten Teil auch erreicht. Also von unseren Top 10 haben es 5 erreicht. Krass, eben siehst du. Ja. Gratuliere. Ja, danke. Das wäre doch mal so ein Applaus, Das oder? ist Wir können das wirklich Ziel auch näher. Warte jetzt. Nein. Ja. Sorry. Gut, vielleicht liegt es auch am geilen Gewinnspiel, das wir hatten, gell? Ja, das ist sehr gut möglich. Das ist schon recht gehypt worden. Ja, brutal. Ja. Also das Zeug ist verschickt. Die Leute sollten es eigentlich schon bekommen haben. Sehr wahrscheinlich. Ich habe es mit der normalen Paketpost verschickt. Das sollte durch sein. Und ich weiss gar nicht, vom Fönsi haben wir dort... Mal, dort haben wir glaube ich einen Gewinner gehabt. Mal, stimmt. Der hat ja den Aber Geier vorgelesen. Hat er sich mal gemulden? Das weiss ich nicht. Gell? Hey, falls, das war der Dings gewesen, finden wir das schon irgendwie raus. Also, es ist um die Lamellis gegangen und ja, wenn dann halt irgendjemand dort vielleicht so, ja. Sonst würde Nico gerne die Gewinne einstauben. Ja, absolut. Ich finde, ich bin seit ich mit den Lamellis gefangen habe, finde ich es recht coole Köder. Absolut, absolut. Nico, gibt es noch etwas aus der letzten Episode, die noch offen ist? Danke dir für den Nice-Köder. Gern. Hey, nein, ich habe glaube nichts mehr offen. Von den Kommentaren her haben wir glaube auch alles gesagt. Gell? Also ja, es war nichts irgendwie erwähnenswertes gewesen, nein. Gut. Von mir aus gesehen. YouTube. Mal YouTube war noch das Thema gewesen. Stimmt. Dort haben noch ein paar kommentiert. Und zwar ist dort, hat unter anderem der Lukas Brücker noch geschrieben, dass YouTube-Podcast interessiert ihn weniger. Ist auch okay. Er hat aber einen coolen Input gebracht, dass zum Beispiel der von der ARD angebissen, wenn ihr den kennt. Die tun damit solche technische Sachen hochladen, beziehungsweise sie gehen damit zusammen ans Wasser und halten dort irgendwie einen Podcast ab oder sind einfach dort am Wasser und filmen es und tun es dann auf YouTube aufladen. Wäre sicher cool. Sicher eine coole Idee. Haben wir ja auch mal gesagt, wir wollen mal auf dem Bötli einen Podcast machen. Mit dem Gerät könnten wir es machen, aber ist einfach ein bisschen heikel. So. Ja, es müsste so ein lauer Sommerabend sein, wo du weißt, Ja. es zieht nicht. Und, Ja, genau. ja, und ich finde immer, mit Filmen gibt einfach nochmal Arbeit.
Hey, das ist so. Aber was ich mir eben vorstellen könnte, ist, dass wir sicher mal die eine oder andere Challenge noch machen und vielleicht auf den Kanal hauen, damit wir irgendwo ein Video haben. Aber dort müssen wir ja dann schauen, wie es bei uns auch aufgeht. Vor allem bei dir dann mit dem Schneiden und so. Momentan das ist Zero schon eher Zeit, ein bisschen ja. der Pain. Aber ja, oder wir können einfach mal eine Uncut-Version machen. Haben wir ja letztes Mal schon darüber geredet, einfach mal GoPros aufstellen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dann, eben, das darf null Aufwand sein. Ja, aber dann würde ich sagen, tun wir die eher auf Twitch oder so übertragen. Ja. Statt auf YouTube. Weil, ja, aber das können wir ja dann anschauen. Haut sicher noch die Taste rein, was, ja, wäre sicher auch cool zu wissen, wer würde überhaupt zuschauen auf Twitch. Wer würde uns live bei einem Podcast, wo irgendwie, keine Ahnung, Stunde, 2 geht, einfach vor der Glotze hocken, blöd gesagt, YouTube streamen oder Twitch streamen. Ja, würde mich noch wundern, ich würde es nicht machen. Also, aber du hast Predator-Tour geschaut? Nein, ich habe nur Nicht? zwischendurch mal eingeschaltet, ich habe wählen, aber ich habe eine bisschen strenge Woche gehabt. So. Okay. Genau. Hey, dann ist noch Boatzeit, haben wir da noch diskutiert. Mhm. Ich habe dich gefragt, ob dort alles abgedreht worden ist in der ersten Episode. Ist nicht. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich habe gemeint, du hast gesagt, es ist alles, Nein, alles nein. abgedreht worden. Okay. Nur in die ersten 20 Stunden, glaube ich, so, bis zum Rapport. Wann geht es dort weiter? Hey, das habe ich mich auch gefragt. Weißt du auch nicht? Keine Ahnung. Okay. Aber es ist ein geiles Turnier. Ja. Muss ich sagen. Ah ja, und sorry noch für den Fehler beim Upload. Stimmt, das war noch gewesen. Wir haben noch, Ja. ich, keine Ahnung, ich bin mir 100% sicher, dass ich die richtige Dinge ausgewählt habe. Ich weiß nicht, was es war. Aber super, habt ihr das sofort gemerkt? Ja, wir haben auch gemerkt, dass mega viele Leute Ja. den Podcast schon am Sonntagabend hören. Ich habe gedacht, die machen das alles so wie ich, so ein bisschen vielleicht am Montag oder sie sparen Ja, sie genau. sich irgendwie. Aber nein, mega viele von euch hören es schon am Sonntagabend. Punkt 6 wird da eingeschaltet. Ja, absolut. Ja, ich finde es noch cool. Ja, voll. Ich muss sagen, es ist nice to know. Nice to know. Hey, das wäre es eigentlich schon gewesen. Und ja, es haben rund 67% das Turnier noch nicht gesehen. Bauzeit. Von unseren Zuhörern. Also Ah, doch, mehr als die aha. Hälfte, ja. Genau. That's it. Mehr Gut. habe ich eigentlich nicht mehr anzufügen. Darum würde ich sagen, gehen wir mal zum Vorstellen von unserem Gast. Genau. Bevor unser Gast noch weitere Wörter sagt, haben wir natürlich... Hast du unseren Podcast schon mal gehört? Du musst nur nicken, oder nicht? Gut. Also, dann weißt du, was dich erwartet. Ja, sehr schön. Liebe Fischverrückt-Community und alle, die schon mal einen Gummifisch im See versenkt haben, heute lernen ihr jemanden kennen, der genau das nicht mehr akzeptieren will und darum gerade ein ganzes Start-up drumherum gegründet hat. Bei uns zu Gast ist ein Typ vom Murtensee, der zusammen mit seinem Bruder schon als kleiner Bub ist fischen und sich dann mal gefragt hat, hey, warum versenken wir eigentlich die ganze Zeit Plastik im Wasser? So verdaubar für Fisch und Natur. Daraus ist eine Idee geworden, biologisch abbaubare Fischköder, die sich im Wasser ganz von selber auflösen. Und das funktioniert so gut, dass sie mit ihrem Projekt die Swiss Sustainability Challenge gewonnen haben und von InnoSwiss und VentureKick supported werden. Funktioniert sehr gut. Das Ziel ist klar, die nachhaltigste Fischermarke von Europa zu werden. All in. Also, lernt euch zurück, spitzt eure Ohren, wie man aus Proteinpulver statt Plastik einen Fisch kann überlisten kann. Liebe Fischverrückt-Community, begrüßt mit uns am dritten Mikrofon den Jonas von Captain Greenfin. Merci vielmals für das interessante Intro. Das ist Herzlich willkommen. Jetzt ein paar Sachen herausgefunden, die ich gedacht habe. Aber ein brutaler Zungenbrech, Sustainability. Ja, gern geschehen, Nico. Hey, nein. Weißt du, wie manchmal habe ich es Ja, das glaube ich. Weißt du, wie manchmal ich das Wort schon geschrieben habe? Und jedes Mal irgendwo... Ja, das kann man. Ich spüre es richtig. Ja. Also, ja. Ja, und es tut mir leid, die Tonqualität von Jonas ist jetzt nicht die beste. Ja. Ist von der Messe gewesen, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Aber es ist so das einzige sprachliche, was ich von dir gefunden habe. Oder gerade so auf die Schnelle. Ja, Ist okay. ist okay. Ist okay. Es geht ja darum, was wir sagen. Er kann ja jetzt noch erzählen. Genau. Aber hat es gestimmt? Ja, es hat sehr viel gestimmt. Also ich wüsste jetzt nichts, was ich sagen. Perfekt. Geht gar nicht, ne? Sehr gut. Hey, dann würde ich sagen, stell dich selber mal vor, mit deinen eigenen Worten. Wer bist du? Woher kommst du? Sehr Du kommst ja gerne. nicht gerade vom Wallis. Nein, aber ich bin der Jonas, komme vom Murten. Bin leidenschaftlicher Fischer seit klein auf. Habe zwei Brüder, mit denen seit wir klein sind, am Wasser, auf dem Wasser.
Ich habe die freie Minuten mit Fischen verbracht, obwohl niemand von unseren Eltern oder Umfeld fischt. Also ich selber beigebracht. Und ja, mittlerweile auch Papi, wie ihr beide auch. Sprich, viel Family Time. Und habe im 23 oder nein, im 22 Captain Greenfin gegründet, wo sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, das Fischen nachhaltiger zu machen, indem wir eigentlich die Materialien, die die heutige Branche braucht, in Frage stellen und eigentlich auf Materialebene ansetzen, für ja, der Branche bessere Optionen zu bieten, für umzustellen. Cool, sehr schön. Bub oder Mädchen? Bub, jetzt so bald jährig. Ja, sehr schön. Gratuliere. Merci. Also Augenring hast du noch keinen. Ja, ich habe eine gute Frau daheim, Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Sehr schön. unterstützt. Sehr schön. Ja, ich glaube, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. die definitiv. Perfekt. Hey, sehr schön. Dann, Oli, hast du noch irgendetwas? Nicht, er schüttelt den Kopf, das ist super. Ist immer schön, wenn er nichts sagt, das habe ich sehr gerne. Das habe ich mir gedacht. Hey, nein, was hast du jetzt sagen? Jetzt habe ich sagen, er nickt. Ja, ich könnte etwas anfügen. Für die den Jonas nicht bildlich vorstellen können, ich kann euch ein Bild malen vom Jonas. Kennen die SBB-Werbung, die heisst, Brütsch, komm ich wieder mal raus. Und dann fahren sie da zusammen ins Nichts raus und gehen Flüge fischen. Kennen die SBB-Werbung? Ah. Nein, ich nicht. Ich hoffe, die Community weiss es. Ich muss jedes Mal lachen. Wirklich? Weil Manu So? irgendwann so, schaut mich so an und sagt so, Manu ist meine Frau, und sagt so, erinnert dich nicht an Jonas. Und jetzt jedes Hat er auch Mal... einen Schnauz, oder wieso? Ja, und so Ah, okay. gruselig. Und ich schicke das ich Ja, sehr gerne. muss jetzt jedes Mal lachen. Ja, case doch in die Story oder so am Ja. Sonntag. Ja, vor Mach allem, wenn ich du es einmal siehst, kommst du es nicht mehr weg. Ja, es Geil. ist voll drin. Ah, schade, ich Stark. dachte, ich wüsste es. Sauber. Cool, gut, danke für den Input. Ich würde Gerne. sagen, erzähl doch gerade mal, Jonas, wie ist deine Woche so gewesen? Wow. Hä? Das ist geil. Ja, jetzt, hä? Geschmeidig, geschmeidig. Ja, also Ja. beim Fischen starten, ich bin letzte Woche 2-mal zum Fischen gekommen. Hure viel. Morgen- Das ist viel. Ja, für mein Verhältnis bin ich richtig stolz. Hast du gerade ein bisschen eine anstrengende Woche gehabt? Sorry. Nein, also jetzt ist ja mega warm draußen. Da bin ich am Morgen für 2 Stunden auf dem See. Nochmal Materialien testen. Also meistens weniger fischen. Mittlerweile ist irgend für etwas zu testen oder so. Aber super cool gewesen. Am ersten Morgen hatte ich 5 kleinere Hechte gehabt, am zweiten Morgen 2. Das war schön Kontakt. Murtensee. Murtensee, Ist ja. dein Hausgewässer, hä? Dort bin ich daheim. Ja, ja. Haben wir ein Bötchen. Und ja, das Gute ist, durch das, dass wir 3 Brüder sind, ist ja, fast jede Woche irgendjemand draussen. Und ich kann dir sagen, wo das ein bisschen mit was funktioniert. Und bewegt vor allem das Boot, oder? Das ist Genau. auch wichtig. Das ist ja, Also wir haben richtig viele Motorstunden drauf. ja, das ist mittlerweile. gut. Stark. Also es wird genug gebraucht. Ja, sehr schön. Ja, und er ist viel eben geschäftlich. Wir sind jetzt gerade, was mich stark beschäftigt hat diese Woche, ist ein neues Pitch-Deck aufzubereiten. Das ist, wenn du ein Startup machst, musst du wieder so eine Art Businessplan in PowerPoint-Form, wo aufzeigt, was du bist. Wir sind in einer neuen Finanzierungsrunde dran. Und dann musst du wieder Unterlagen bereitstellen für die verschiedenen Investoren. So. Gestern am Abend bin ich zum Beispiel noch am Networking-Event in Aare. Und ich dachte, ich muss auch wieder mal die Aare fischen. Es sieht schon sehr verlockend aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten paar Wochen, wenn ich mal Zeit habe, eine Runde an die Aare drehen. Zarau. Gerade. Nein, wahrscheinlich nicht in Bern. Nach in Bern. Das Ja. ist gerade, Ja. ist gleich 1,5 Stunden bis daher. So eine Staustufe. hä? Ja, Genau. ja, das würde mich, die Aare würde mich schon lange mal reizen. Das ist, vor allem auf Wels muss sie anscheinend noch gut sein. Also, hören sagen. Habe ich ja schon gehört sagen. Selber noch nie gefischt, aber... Ja, ich auch nicht, aber ich würde so gerne mal mit dem Kajak dort drauf. Wäre sicher geil. Ja, go for it. Ja, früher oder später. Nein, und letzte Woche war noch die EFTA GV gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das European Tackle Trade Association. Das war noch spannend gewesen. Und ja, das ist etwa das. Was ist rausgekommen dort? Rausgekommen ist, dass ihr klares Ziel ist, eigentlich die Association zu stärken. Die haben vor
2 Jahren eigentlich einen Strategiewandel gehabt. Sie hatten eine Messe gehabt, die dazugehört hat, wo eine, ja, die ist meistens irgendwo im Osteuropa, so eine Händlermesse, wirklich rein für Händler. Stimmt. Die war im September, oder? Ja, ist gut möglich. Und die haben sie jetzt eigentlich rausgelöst, dass es nur mehr zusammengekoppelt ist. Und sind jetzt eigentlich stark am Wachsen für Mitglieder und sind stark am Lobbyieren für die Interessen von der Fischerbranche. Und dort haben sie nochmal ein Update gegeben über das ganze Bleiverbot, das voransteht und was sie dort machen, was ihr Standpunkt ist. Was schaust du mich jetzt so an? Ja, du darfst gerne weitermachen, wenn du willst, oder? Du kannst auch etwas dazu sagen, oder? Nein. Gut. Soll ich meine Woche erzählen? Also bist du fertig? Ja. Ja. Also darfst du gerne noch weiter erzählen, kein Thema. Nein, der Rest ist alles nur verschiedene Schaffen-Themen. Ich glaube, das interessiert die wenigsten. Ja, wegen dem bist du ja da. Aber ich glaube, da können wir noch beim Thema auch noch genug. Genau. Dazu. Ja, ein paar Fragen vorbereitet. Aber eben Fischer, technisch 2-mal zum Fischen gekommen. Beide mal gut gefangen. Wird jetzt bald auch etwas auf Instagram bei uns erscheinen. Der Nico, mein Pendant in Deutschland, hat es noch nicht aufgeladen, aber das kommt jetzt bald. Sehr gut. Perfekt. Du hast nicht doch, schaust du das Instagram an von euch, oder macht das hauptsächlich der Nico? Der macht das hauptsächlich. Also ich schaue auch drauf. Ja. Aber ich bin wenig auf den sozialen Medien. Okay. Ja. Dann hast du nicht mitbekommen, was ich mit ihm geschrieben habe. Das ist gut. Nein. Und sein Handy ist die hinten am Aufladen, also er kann nicht jetzt schauen. Hey, bei mir auch. Ich bin einmal fischen letzte Woche. Muss man schon fast sagen. Nochmal mit dem Luki, mit meinem alten Schulfreund, sind wir nochmal raus. Er hat es nochmal wissen auf Egli. Ja, ich habe wieder gnadenlos abgezogen. Obersee wieder. Obersee. Ja. Das fast ist gut Egli aktuell, gell? Hey, das ist brutal zur Zeit. Ich weiss nicht, was drin ist. Also, Egli ist hauptsächlich schon ein Fisch, den ich sehr gerne befische. Und ich würde sagen, ab dem Jahr... Nein, jetzt sagen wir seit Schweden, letztes Jahr hat es mir wirklich den Ärmel voll reingenommen. Ich glaube, ich mache einfach alles richtig momentan. Was aber wenn du das mal herausgefunden hast, wie das verfüllt ist, ich fange immer Hecht beim Egli-Fischen. Ja. Geht mir eben das andere Fischen so. Ich fange zuerst 50 Hechte, bevor ich das andere war. Siehst, das habe ich geschafft in Holland. Ich habe keinen Zander gefangen für alle Egli. Dort ist ein grausam versagt. Ja, ja. Nein, und es war mega cool gewesen. Der Luki sagte dann irgendwann zu mir, ja, jetzt hör mal auf mit dem Fischen, nicht mal der grösser. Irgendwie so ein 4-Inch Kitech, irgendwas von ihm. Und ich dachte, ja, komm, Challenge, jetzt habe ich ein paar Egli gefangen. Ein Wurf ausgerührt, bam, Egli. Nein, so, hör auf, wieso machst du das? Jetzt haben wir den hässlichsten Köder hergelegt und hat gleich gefangen, keine Ahnung. Momentan habe ich wirklich einen Lauf auf Egli. Das ist krass, das ist mega cool. Dann freue ich mich auf den Sonntag, bin ich mit dem Aschi draussen. Er will hergottsfrüh fischen. Wer mich kennt, weiss, dass ich mega gerne aufstehe, so früh am Morgen zum Fischen. Ich hoffe, es wird ein cooler Tag. Es kommt der Roman und der Joel mit. Also der Joel ist sein Bruder, der mit ihm zusammen die Firma hat. Und ja, wie heisst die nochmal? NF4. NF4. Netzwerk Films ja, genau. GmbH. Auch für dich mal, wenn du irgendetwas willst, so 2 Brüder, die Firma gegründet haben. Und keine Schleichwerbung. Sicher machen wir Schleichen. Für die darf man Schleichen. Oder machen sie verschiedene Content rund ums Fischen? Oder nein, überhaupt nicht bis jetzt Fischen. Es ist allgemein, oder? Ja, allgemein mehr so jetzt gewesen. Also sie haben so für Flugzeuge, Flugplätze haben sie gemacht, für Baustellen, jenes Zeug. Und ich das hat ein Riesenpotenzial. Ich meine, aktuell ist alles, wo du musst Bewegtbild machen und ja, und vor allem musst du vor allem irgendwie ein Video machen, oder? Ja. Du musst alles irgendwie auf YouTube haben, weil die Leute, also ich sehe es ja bei mir auch, ich informiere mich so viel auf YouTube über irgendetwas. Ja, dann bist du natürlich schon froh, wenn du irgendwo Content hast zum Nachschauen. Ja. Und sie kommen da wirklich mega gut raus. Bin ich gespannt. Wird sicher geil da mit Drohnen und Zeug und Sachen über Maschis im Boot. Wann gehen ihr raus? 6:30. Ja, okay. Aber es geht noch. Das ist die Sonne schon lange auf. Ich habe es jetzt auch gedacht. Das ist brutal früh für mich. Lieber um 6:30 am Abend, dann will ich Topform. Ja, aber das ist nicht den ganzen Tag. Ja, gut, ist okay. Gut, aber es schläft ja irgendwann ein, wenn es so heiß ist. Dann ist irgendwann nicht, wenn du mit der Maschine unterwegs bist. Meinst du nicht? Ja, Fisch vielleicht schon, aber das Drumherum nicht. Okay. Er hat gesagt, ich soll die Badhose einpacken. Das ist eine gute Idee. Ja, die Sonnencreme definitiv nicht vergessen. Ja, aber hey, gell?
Was denn? Wenn er geht Hechtfischen, tut er die Hände vorher nicht eingrämen, sonst springst du an der Route hinten an. Ah ja. Ja. Danke, Auch Basti, so als für den- kleiner Hint, hä? Hey, dann ist bei mir beim Arbeiten einfach mega viele Projekte, wo momentan am Laufen sind. Ich habe 2 grössere Projekte im Geschäft. Eins ist Filmen, eins ist in der Öffentlichkeit. Ja, und das frisst auch viele Ressourcen in letzter Zeit. Eben. Einmal gehen fischen und der Rest ist arbeiten. Obwohl ich nur 60% angestellt bin. Und Gut, dann hast du ja noch das Kind, arbeite. gell? Also, Und ja, darfst du auch nicht natürlich, ja, unterschätzen. Also meine, ja, die 2 Tage schaust, gell? Mhm. Eben. Ja, ist wie 100% arbeiten. Schlussendlich bist du 100% beschäftigt, Ja. oder? Und durch Hast du das- das Gefühl, dass der Tag daheim strenger ist als das Arbeiten? Natürlich. Wirklich? Also ich finde es... Also ausser, Hey, das sagt meine Frau auch. ja, ausser heute bin ich in Badi, oder was sind wir so, um 11 Jahren sind wir in Badi gegangen, also an den See, Greifensee. Und das habe ich jetzt voll chillig gefunden. Aber ja, wenn ich daheim bin, wenn du irgendwie denkst, ja komm, jetzt putze ich einfach noch schnell, ja genau. Sie hat dann das Gefühl, Papi, du putzt jetzt gerade gar nicht. Du kommst jetzt daher gehen spielen. Ja, also kurze Zwischenfrage. Was macht ihr, wenn ihr das Kind einen Tag habt? Ich habe Es- 2 es- Tage. Ja, was machst du einen Tag? Was machst du 2 Tage? Bleibst du nicht nur daheim, oder? Also gehst du mit dem Kind raus, machst du etwas, oder nicht? Ja, also unseres Oder- zum Beispiel, das wacht irgendwie um 5:30 Hotel auf und dann meistens mal irgendwo etwas shoppen machen, zu Rambazamba. mörgeln und dann irgendwo ein bisschen wägeln, dass er 10 noch ein bisschen Minuten Ruhe pennen. hat und dann eben irgendwo zwischen 9 und 10 mal schlafen, ein Stündchen. Und dann muss das Programm sein, füttern, Windeln wechseln. Gut, Oh, das es ist noch ist- ziemlich ja, es jung, da ist- musst schon ziemlich viel Windeln wechseln und füttern. Und aber also, ich habe ja, wo meine im ersten Jahr habe ich einen Papi-Tag gehabt. Ich hatte den zweiten Freitag, ist nicht jede Woche gewesen, aber jeden zweiten Freitag habe ich einen Papi-Tag gehabt. Das ist natürlich schon cool. Gell, gut, muss ich sagen, Zina hat recht viel daheim gemacht, so mit Putzen und allem drum und dran. Also Putzen, wir haben eine Putzfrau. Aber sie hat einfach Wäsche zusammengelegt, hat gewaschen, das Zeug parat gemacht etc. Also wenn ich mit dem etwas gemacht habe, da sind wir irgendwie, keine Ahnung, sind wir irgendwo in einen Fischershop hier, sind wir dort dann irgendwie Köder kaufen für den Papi, haben noch ein bisschen rumgeschaut, sind noch ein bisschen schnurren, sind dort noch einen, sind wir noch im Tierpark, weiss ich was. Da ist die Zeit brutal schnell umgegangen. Die Tage Ja. habe ich viel chilliger gefunden als das Arbeiten. Also klar, bist du am Abend bist du auch durch gewesen, aber ich habe es viel angenehmer empfunden, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine 4, 5 oder 3, 4 Termine am Tag habe und noch vor dem Rechner hocken und bügeln und tun. Also, ja. Ich jetzt. Gut, ich muss sagen, von meiner Seite her, ich mache noch recht viel im Haushalt, weil ich halt 2 Tage daheim bin. Und ich finde, das ist schon eine Challenge, am Kind gerecht werden und den Haushalt zu machen mit einem Kleinkind. Ich meine jetzt, wenn sie dann 1 wird oder so und dann irgendwann mal kann das Zeitchen allein spielen. Sie kann jetzt schon eine gewisse Zeit für sich allein sein, aber irgendwann ist wie genug. Und ich finde, das ist noch die Herausforderung zwischen dem Haushalt und etwas Cooles bieten am Kind. Eben nur die Heimhocken finde ich auch verdammt langweilig für mich selber. Ja. Finde ich anstrengender auch. Ja. Mit dem Kind daheim hocken. Wenn sie schiffen und wenn ihr dann gehen. Eben, ja. Daheim, das ist schon anstrengend, ja. Absolut. Das habe ich dir von ihr gesagt, Jonas, wo wir gekommen sind. Ich gesagt, ja, endlich ist es mal schön, dann kannst du mal draussen etwas machen. genau, Ja, ja, genau. Gras setzen und er Ja, frisst ein bisschen Herd und so. ja, das ist doch Das läuft toll. etwas. Uns hat am Anfang einen Schneck gefressen. Ja, geil. Also hat einen Schneck genommen, verdruckt ins Maul genommen und sagt, nein, kein Kommt schon Schneck. wieder raus. Ja, natürlich kommt er wieder raus, ja. Also ich hoffe es. Ich finde es so lustig, wie du am Anfang alles desinfizierst und abkochst und so. Und dann Und irgendwann sagst du, irgendwie ist es, scheißegal. Ja. Friss das Zeug. das ist so. Ja, herrlich, herrlich. Okay, spannend. Aber du bist in dem Fall auch zum Fischen gekommen, hä? Jawohl. Sehr gut. Ich bin auch zum Fischen gekommen, tatsächlich. Ich bin 2-mal zum Fischen gekommen. Ich bin Welsfischen. Oder uns. Hast du noch Ich sage nicht wo. Ich habe vom Marc habe ich Tipps bekommen, vom Marc Schlecht. Und ja, mehr will ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich habe gefangen, das kann ich sagen, aber zu Ort und Methoden und so. Sorry, ich bin nicht der, der so Sachen verheimlicht, überhaupt nicht. Aber es ist mir nachgelegt worden und da höre ich natürlich drauf, dem Gang ja nach. Das wollte ich gerade sagen, hast du mich nicht letzte Woche Ja. angezündet, weil ich den Köder nicht habe verraten. Ja, aber da, wenn es mir jemand sagt, so, weißt, wenn ich schon Tipps bekomme von dieser Person und dort dann gehe fischen, dann schweige ich auch. Ist geil gewesen. Hey, ich bin das erste Mal klopfen. Hey, ich habe ein Video gemacht nachher für den Marc. Es funktioniert schon, gell? Zittert vor Adrenalin. Ich habe den Fisch gesehen, ich habe ja noch ein Live-Scope, weißt du, vom Kajak. Und da habe ich den Fisch gesehen, raufgekommen. Und dann dachte ich, fuck. Zuerst mal durch. Und dann, hey, die hat ausgesehen, keine Ahnung, wie ein Ast. Dann ist er wieder runter.
Dann dachte ich, okay, gut, dann habe ich mich weiter driften lassen, gell? Wieder geklopft, hey, dann kommt der rauf, geht zum Wurm rein und packt, zack, hey, ich habe so zittern nach der vor Adrenalin, so geil, wenn der erste Fisch, ja, aber es war nur beim ersten so gewesen. Hey, ich habe Marc nachher ein Video gemacht und gesagt, hey, musst du mal schauen, ich zittere in der Hand. Das hast du nicht gesehen auf dem Video, weil der ganze Körper zittert hat. So geil. Nein, es war wirklich geil gewesen. Ja, ich habe 5 Biss und 2 Aussteiger. Also 5 Biss, davon 2 Aussteiger. Eigentlich recht geil. Nichts Grosses, ja. sind also, keine Ahnung, 80 bis 1 Meter. So. Aber wirklich sexy. Also ich muss sagen, geil. Hat wirklich Spass gemacht. Gut, das lange auf dem Kajak. Es langt. So Ja, 2 Meter Ding willst du nicht auf dem Kajak drin, oder? Ja, das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Ja, dann zieht die mal eine Runde, oder? Ja, aber hast ja Platz. Weißt du, wenn du, je nach Gewässer hast du ja sehr viel Platz, oder? Und dann kann er die rumziehen, scheißegal. Zieh dir das andere Ufer über, macht doch nichts. Kannst du ihn ja gehen lassen. Aber ist okay. Nein, ist schon geil. Also es ist wirklich herrlich. Herrlich. Ich glaube, das wäre mein neuer Lieblingsfisch. Ich will es noch nicht verschreien, aber... Ja, dann musst du am Mordensee kommen. Ja, eben. Wimmelt es von denen? Ja, anscheinend. Aber sie sind, glaube ich, recht zickig. Dort. Ich glaube es nicht. Weißt du nicht. Also sobald das Wasser warm ist... Marc, was meinst du? Aber wir haben ja mit dem Marc noch das Fischen offen, das Welsen. Hat uns ja keine Antwort gegeben aufs letzte Mal. Aber ja. Ja, haben wir ihn gefragt? Ich weiss gar nicht. Ja, so im Podcast rein, ja. Ah ja, stimmt. Ja, er hat ja gesagt, er nehmen uns dann mit dem Bündner. Aber ich habe noch nichts gehört. Ja. Hey, we will see. Hey, und dann bin ich Egli fischen. Und es ist einfach verreckt, Mann. Es ist verreckt. Oli, zum Egli fischen, was empfiehlst du für eine Montage? Ich nehme an als Rig. Mhm. Was für eins? Free Rig. Okay. Jetzt hast du Beste. das Zeug fürs Free Rig nicht. Was machst Ich kaufe. Hallo. du? Nein, du bist am Fischen. Was Ja, dann machst hast du geschissen. Nimmst du das Carolina Rig. Es gibt ja mehr als eins Rig. Okay. Ja, nimmst nimmst alternativ Und Carolina. dann hängst ich habe extra von den Toppis den Cornelius genommen, das ist ein schönes Krebs. Vergiss es! Ich habe 2 Hecht gefangen. Mega toll. Wunderschön. Kleine, ist doch aber auch gut. ja, wunderbar. Ja, es hat zappelt, das war super gewesen. Aber ich habe mich so gefreut, endlich mal Egli fischen und so, habe noch Perch Pro geschaut, da dachte ich, ja, jetzt, ich fange Hecht. Willst du einmal Egli fischen und fangst Hecht? Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich hänge den Pintius dran. Ja, den rausgetan und habe ihn ganz leicht über den Grund einfach so ein bisschen einmal angeschlagen, dass es einmal ausbricht, weißt du? Ich fange Hecht. Habe ich gefunden, gut, okay, Übung Abbruch, langt, ist okay, wir gehen heim, wir gehen sonst mal wieder Egli Hast du fischen. schnell oder langsam gefischt? Sowohl So wie ich dich als kenne, auch. hast du Nein, schnell gefischt. nein. Du bist ein Schnellfischer. Ich habe auch, vor allem das Carolina Rig, habe ich ja rausgerührt und wirklich geschleift. Okay. Also langsam gezogen, bis ich ein bisschen, also, ja, dass du halt den Boden auch merkst und dann wieder reingeholt und dann wirklich langsam wieder geschleift. Ich habe eine UL-Route, 1 bis 7 Gramm. Das ist, mit der kann ich nicht so die Anschläge setzen. Also ja, die, ja. Ja. Ist okay. Es hat Hecht gegeben, es ist schön, wunderbar. Was sind so Flöten gewesen, oder wenigstens? Ja, natürlich, nein, es sind Schniepel gewesen. Nein, vergiss es. Gut, gell, ich fische 0,22er Vorfach. Ja, da bist du am Betten. Ich bin Gott froh. Ja. Also der eine hat einen schönen spitz vorne dran gehabt und der andere hat einen quer gehabt, aber es hat gehabt, weil es ist irgendwie, was hat der gehabt, vielleicht 40 oder so 45. Und dort hat es gehabt, bis er wirklich eigentlich bei mir gehabt und konnte rausnehmen, dann wollte ich abhängen und dann irgendwie beim Rausnehmen vom Haken, ja, ist dann das Vorfach gerissen, dann habe ich einfach noch den Haken mit dem Köder in der Hand gehabt. Das ist okay. Ja. Also ich bin auch zweimal zum Fischen gekommen, es ist okay. Du kannst nicht mal mit mir Egli fischen. Ich bin happy mit dieser Woche. Am Sonntag gehe ich auch wieder raus. Mal schauen, was ich dort mache. Irgendwie würde ich gerne klopfen. Ich weiss es aber noch nicht. Vielleicht gehe ich auch irgendwie Hecht scopen. Und dann fange ich sicher Egli. Nein. Mal schauen. Ja. Okay. That's it. Wie kann man beim Egli-Fischen Hecht fangen? Nein. Ja. Das passiert schon. Ja. Gut. Das sind Vor allem, da habe ich gefragt, wegen dem Schnell. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du da fängst, oh Scheiße, kommt der Kass ist irgendwo, wo ich nicht will, schnell rein und dann kommt der Hecht, oder wie du schnell bist. Darum habe ich gefragt, wie schnell. Wie du bist schon ein schneller Fischer, du. Ja, natürlich, ich bin eher ein Zügiger. Wie ich dich kenne. Ja, klar. Viel abwerfen. Das ist mein Swing, ja. Nein, aber es ist wirklich eins, wo ich wirklich so die Schläge gegeben habe mit dem Carolina Rig, so das Klopfen und eins beim Schleifen über den Grund. Widerstand gehabt, aufgezogen, Hecht dran. Cool, wunderschön. Ja, aber hat Spass gemacht. Jo. Schön. Auch gut. Sind wir viel zum Fischen gekommen? Ja, hätten wir den Teil auch wieder abgehakt. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder?
Infos aus der Szene. Ich habe mal einen klassischen Nico gemacht. Ich habe 2 Infos. Eine davon bist du sogar noch besser dran als ich. Dann kannst du die erzählen. Willst du anfangen? Soll ich? Ja, komm, meine sind eh nicht so interessant. Ich habe mich relativ schnell durch. Es sind Vielleicht hat 21... der Jonas interessante News. Ja, aber ich mache schnell. Gut. Es sind 21 Boote verzeigt worden auf dem Zürichsee wegen Quaggamuscheln. Das habe ich auch gesehen. 8. und 9. Juni haben sie Kontrolle gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber sorry, Leute. Sie haben viel geprüft. Sie haben 250 Boote geprüft oder so, irgendwie so. Und 21 sind verzeigt worden. Sind 10%. Ja, es ist marginal, aber ja, es ist doch mühsam, ja. Absolut. Obwohl eben, also, ich meine, auf dem Zürichsee hat es die Muscheln ja schon. Ja, denke ich, ist nicht rein um die Muscheln gegangen, sondern allgemein ums Verschleppen von den Immigranten. Invasiven Arten, danke. Hey, dann Predator-Tour. Wer hat geschaut? Wer hat es mitverfolgt? Ich habe es mitverfolgt. Also geschaut, ich weiß nicht, ob man irgendwo hätte schauen können. Ja, YouTube und... Hat und Twitch, glaube ich. Twitch, ja. Hat Livestreams gegeben. Sie haben immer wieder das Boot gewechselt. Genau. Ich habe mal mitbekommen, dass die Egli ziemlich tricky waren bei vielen Teams. Sie sind recht sickig, ja. Ich habe gesehen, dass das Schweizer Team ziemlich gut abgeschnitten hat. Ich glaube, irgendwie Top 10. Ja, paar, ja. Ja, hey, und da bin ich recht, glaube Finnwall Schweiz, oder? Hat doch auch noch gut abgeschnitten. Ja. Die haben 2 Teams gestellt und wo ich mal geschaut habe, am Donnerstag, Freitag, Samstag ist es, glaube ich, wenn es mir recht Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich glaube 3 Tage. 3 Tage, glaube ich. Vielleicht mal einen Tag Training Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie so. Und auf jeden Fall, als ich am 2. Tag am Abend geschaut habe, ist Finnwall Schweiz sind beide Teams irgendwie noch nie gewesen. Ich weiß nicht, ob die Scores noch nicht eingereicht haben. Auf jeden Fall sind die zuhinterst hinein gewesen. Ich dachte, hey, ich schreibe mal auf, was ist los mit Finnwall Schweiz? 1 und 2. Und jetzt hat, glaube ich, Finnwall Schweiz 1 mit dem Sascha Litjens, oder wie man ihn ausspricht, weiß es auch nicht. Die haben, glaube ich, ziemlich gut dort performt, sind, glaube ich, auch in der Top 10 gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Ich dachte, wow. Wo ich mal live rein bin auf YouTube, ist BFG mit dem Kevin zusammen, ich glaube irgendwie auf dem 1. Platz sogar gewesen. Ja, bei mir sind es Dritte gewesen. Krass. Aber sie haben noch kein Fullcard gehabt. Ja. Oder sind eine von den wenigen gewesen, die Fullcard hatten. Und die Fische sind noch nicht so berauschend gewesen. Und dann dachte ich, das ist schon krass bei so einem Turnier, wie schnell das kann gehen, weißt du, so. Ja, gell, also du kommst halt einfach die 1000 extra Points über für eine Fullcard. Das summiert halt dann relativ zügig ein. Ja. Ich habe mich dann noch gefragt, bei den Toppies, dort war ja also die Taschwandenbrüder am Fischen gewesen. Der Ralf und der Peter. Und die haben am ersten Tag, glaube ich, alle Hechte gehabt, am zweiten Tag haben sie alle Zander gehabt und am dritten Tag haben sie 2 Egli gehabt. Ein Egli hat gefehlt. Ich dachte, hey, was haben die für eine Strategie? Gehen die wirklich gezielt? Oder sagen sie echt, hey, wir brauchen einfach mal die 3 Fische und nachher holen wir noch Bonusfisch. Ich habe dann darauf aber mal gefragt, wie es so gelaufen ist und ob er ein Statement weggeben. Und ich würde sagen, das Statement hören wir jetzt kurz. Ja, hallo zusammen, liebe Fischverrückt-Community, Sali, Nico und Oli. Wir sind wieder gesund und munter daheim angekommen. Natürlich ein bisschen enttäuscht. Hat es nicht geklappt, bei den vorderen Plätzen dabei zu sein. Platz 54, glaube ich, sind wir am Schluss gelandet. Ohne Vollpackung ist auch nicht normal. Also grundsätzlich, letztes Jahr sind über 130 Teams haben eine Vollpackung gehabt. Das zeigt einfach, wie schlecht das Jahr allgemein gelaufen ist. Aber so sind Fische, wir können sie nicht beeinflussen. Die leben halt in einer anderen Welt und unter Wasser. Wir sind zurückgekommen, das Boot ist jetzt gerade noch in der Werft. Da wird noch Service gemacht am Motor, da hat jetzt ein paar Betriebsstunden draufgeknallt bekommen. Und natürlich brauchen wir ein Zertifikat, dass wir es auch wieder einwassern können auf den Zürichsee morgen. Und darum wird es auch noch gereinigt. Das gehört ja jetzt auch dazu. Ja, grundsätzlich, ja, eben, wie gesagt, wir haben vor allem mit den Egli-Problemen gehabt. Wir haben es schon gemerkt im Training, die Egli. Wir haben 8 Egli gefangen im Training, haben aber auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel Zeit für die Egli investiert im Training, weil wir halt schnell gemerkt haben, es läuft nicht so, wie es schon damals läuft. Was wirklich lustig ist, die 8 Egli haben wir irgendwie auf 8 verschiedene Methoden gefangen. Also wir haben sie mit dem C-Rig gefangen, Chatterbait haben wir Egli gehabt, Free-Rig, Twitchbait haben wir gefangen, Crank haben wir gefischt, Dart-Jig, sogar auf Dart-Jig Egli gefangen.
und auch einfach gejickt mit kleinen Gummifischen. Ich weiss jetzt nicht, was ich vergessen habe. Und das ist halt schon ganz ein schlechtes Zeichen in einem Training, dass man irgendwie auf 8 verschiedene Methoden Egli fängt und nichts einfach raussticht. Zudem haben wir es auch in verschiedenen Tiefen gehabt. Also ich glaube von 1 Meter Wassertiefe oder sogar noch ein bisschen flacher bis 8 Meter ist alles dabei gewesen. Und ich denke, das war auch der Hauptgrund mit den Egli, dass sie einfach irgendwie überall und doch nie sind und nicht konzentriert oder zentriert irgendwo an einem Spot, was natürlich die ganze Sache ein bisschen einfacher würde machen. Ja, vielleicht hat der Vollmond auch noch ein bisschen Einfluss gehabt, ich weiss nicht, wie die Egli auf den Vollmond spinnen. Grundsätzlich, ja, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Mondphasen abcheckt, aber es kann auch mit dem zu tun haben. Am ersten Tag sind wir eigentlich gut gestartet, obwohl wir einen anderen Plan hatten. Wir haben gewusst, dass die Egli am schwierigsten werden sein, haben deshalb auch gerade mal auf Egli gestartet. 2 Stunden kein Biss, nichts. Dann haben wir gesagt, komm, wir vergessen es. Der Wind ist auch gerade ganz gut gestanden, sehr viel Wind gehabt und für unsere Driften, unsere Hechtspots, haben wir gewusst, dass das ganz gute Voraussetzungen sind. Und somit sind wir dann Hechtfischen. Haben auch ziemlich schnell dann, ich würde sagen 1,5 Stunden oder so, die 3 Hechte gehabt. Alles über 90, also gute Fische für den Anfang, auf jeden Fall. Ja, und haben uns danach, nach diesen Hechten, halt wieder entschieden, auf Egli zu fischen. Ja, man weiss halt, man braucht am meisten Zeit für die Egli. Und dementsprechend haben wir das dann auch können und wollen investieren. Wir haben aber keins gefangen und so war der erste Tag vorbei gewesen. Wir sind dann aber gleich irgendwie in der Tabelle recht hoch gestanden, weil halt alle schlecht gefangen haben, wir aber 3 gute Hechte hatten. Ja, somit sind wir dann den zweiten Tag gestartet, haben dann einen Marshall aufs Boot bekommen. Das war auch noch ein cooler Typ gewesen. Er hat dann ein bisschen auf uns aufgepasst, dass wir kein Seich machen. Auf jeden Fall auch wieder auf Egli gestartet. Wieder das gleiche Szenario wie am ersten Tag. Kein Biss, nichts. Nach 2,5 Stunden haben wir gesagt, komm, brechen ab. Die Voraussetzungen für Zander waren gerade top gewesen. Also der Wind ist zusammengefallen. Das war eigentlich Ententeich gewesen. Und da wir dort draussen die grössten Zander eigentlich im Freiwasser fängt, war das auch unsere Strategie gewesen, dass wir auf jeden Fall pelagisch fischen. Also angerührt. Nicht unter dem Boot, sondern halt auf Distanz. Und haben dann eigentlich auch schnell die 3 Zander zusammen gehabt, sogar auch 4. Wir haben, wie es gerade gelaufen ist, noch einen mehr gemacht, weil wir halt noch einen kleinen hatten. Und den haben wir dann wirklich auch mit einem 75er ganz schönen gefangen. Der ist übrigens auch live im Livestream vom 2. Tag Predator Tour YouTube, kann man das anschauen. Sind wir drauf, wie wir den Zander fangen. Auf jeden Fall sind wir dann wieder auf Egli gegangen und haben es einfach nicht geschafft, das Egli zu fangen. Also wir sind verzweifelt, wir hatten so noch kleine Zander als Beifang gehabt. Wir haben Rapfen als Beifang gehabt. Jedes Mal wieder aufs Egli gefreut, aber es war halt nie ein Egli gewesen. Und somit sind wir dann am 3. Tag, wo einfach die Sache klar war, es müssen Egli hin. Wir haben es dann geschafft, 2 Egli knapp bis zum Mittag zu fangen. Und wir haben gewusst, wenn wir noch eins fangen, dass wir sicher vorne dabei werden sein. Umso früher das passiert, umso schneller könnten wir zum Beispiel auch noch die Zander verbessern. Und dort haben wir ja, nicht so gute Zander gehabt. 1, 2 sind 60er oder so. Da hat man eigentlich recht einfach, natürlich in Anführungszeichen, könnte verbessern mit vielen Punkten. Aber ja, das letzte Egli hat einfach nicht mehr wollen. Wir können ja nicht einmal sagen, dass wir irgendwie noch Biss haben oder Fisch verloren haben. Hecht haben wir noch gefangen, ja. Und Zander haben wir auch noch gefangen. Aber einfach das 3. Egli nicht. Und that's the game. Darum haben wir auf gut Deutsch gesagt versagt. Andere haben es geschafft, also es wäre nicht unmöglich gewesen. Das ist auch klar. Wir sind einfach, ja, nicht die... Das weiss man aber auch. Wir sind ja nicht Egli-Fischer Nummer 1 auf diesem Planet.
ist eigentlich nicht so unser Zielfisch. Sonst, wenn wir privat gehen fischen oder einfach so mal gehen fischen. Und das muss man jetzt ein bisschen ändern. Also ich nehme mir jetzt auf jeden Fall vor, dieses Jahr ein bisschen mehr Ägli zu fischen. Und fange, glaube ich, schon gerade morgen an. Und gibt es dann eigentlich noch Spiele zum Nacht, das haben sie verdient. Ja, den Oli sehen ja dann auch noch in einer Woche. So. Und dann kann man ja dann auch noch ein paar Ägli-Skills zeigen, wie man Ägli fängt. Wir zeigen mal, wie ein 1,10 Meter Hecht aussieht. Gut, also, das wäre es gewesen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Jo, das wäre es von Aschi. Aschi, ich habe gerade noch irgendeinen Tipp an dich. Du hast das nächste Mal einen Chatterbait nehmen, du hast einen Trailer dran, haust dem das Pedal ab und du hast ein Spinnerblatt rein. Ich weiss, in meiner ersten Folge, der ersten Episode von Fisch verrückt, habe ich das mal gesagt. Ich habe so einen Zander zwar gefangen, aber daraufhin haben wir Aschi gesagt, hey, den Tipp hat er am Enrico gegeben. So, Aschi, den hast du sicher nicht gemacht, bin ich überzeugt. So hättest du Ägli gefangen. Jo, danke vielmals für deine 7,5 Minuten, Aschi. Es war wunderbar, deine Stimme 7,5 Minuten lang zu hören. Ja, ich hoffe, es ist das letzte Mal. Nein. Ja, aber ich glaube, es war schon spannend. also er denkt so recht knickt so. Also, schießt nach. Ja, ich glaube, es ist schon... Ja, gell, ein Ägli. Sie haben zweimal ein 41er-Ägli gehabt, oder 41,5. Und da fehlt einfach ein Ägli, dass du noch irgendwie die 1000 Punkte bekommst, dann wäre es irgendwo in der Top 10 wahrscheinlich gewesen, oder Top 20. Also ich meine, das Top 10, wenn die anderen nicht mehr gefangen hätten. Oder hätte Wette Fahrradkette. Eben 8 Ägli auf 8 verschiedene Rigs. Also Das ist schon kannst du noch, gar ist nicht heavy, sagen ja. dann. Nein, also. das ist... Ja, ich glaube, dann fängst du einfach auf gut Glück, oder? Vor allem, wo du verschiedene Tiefen hast, die du fährst. Oder weißt, du Ja. hast keinen Anhaltspunkt, Ja. wo, was, kein Vertrauen. Dann, Ist so, ich bin einfach überzeugt, Fisch hat so viel mit Vertrauen zu tun. Du musst an die Köder glauben, Ja. an den Spot glauben. Und wenn du daran glaubst, Fisch ist ganz anders, als wenn du einfach Ja, ein völlig. bisschen im Dunkeln tappst. Völlig. Absolut. Ja, schade. Hätte Und nicht zum so Turnier sein. macht ein Ägli hure viel aus. Also auch Ja. YPC und all die. Also Ja, ja. Ägli ist das Ding, das du musst fangen. Also der Fisch, Ich den du weiss musst nicht, ich weiss nicht, wie Und das in guten Rating ist. Grössen. Ja. Ich weiss nicht, wie das Rating ist dann, aber ja, es ist schon so. Also, jetzt gerade beim YPC ist natürlich Faktor 2. Bei der Predator Tour weiss ich nicht, keine Ahnung. Weiss ich nicht, welchen Faktor das die haben, ob das alles Faktor 1 ist. Aber end of the day musst du einfach 3 haben für die Fullcard, oder? Dass du 1000 Punkte bekommst, sonst ja, bist du halt in der Top 60 statt in der Top 10. Ja. Schade. Aber hey, mehr Glück beim nächsten Mal. Wie es nächstes Jahr an den Start geht, werden wir sicher auch wieder erfahren. Ich glaube, beim Geier und beim Martin von Pro Outdoor ist es auch nicht besser gelaufen. Der Ist Geier hat auch irgendwann eine nicht so. Story gemacht, wir hauen jetzt ab. Ja, der Geier müssen abbrechen, weil er ist ja gesundheitlich angeschlagen. Aus dem Grund hat er müssen abbrechen, so wie ich es verstanden habe. Aber ist glaube ich auch nicht gelaufen. Oder? Ja, ich habe auch das Gefühl. Und ich glaube, es ist halt doch noch ein Turnierdruck herum, gell? Das, ja. Glaub, Mir ist hat nicht zu noch unterschätzen. der Mario von Leben Fischen geschrieben, sie sind 10. geworden. Ja, stark. Ja. Super, Sehr gratuliere. Das habe ich Cool. aber irgendwann nicht gesehen. Ja. Nein, ist nice. Hey, dann ist noch Suzuki Fishing Games. Oh ja, ich weiss, auf was ich heute noch schauen will. Siehst du noch? Nicht siehst du spoilern, Nico, nicht Ich habe es noch spoilern. nicht gesehen. Gut, dann schaut das unbedingt. Sie haben, die erste Episode ist gegen Team BKK. Ja. Und die zweite ist gegen Team Shimano. Ja. Genau. Mehr darf ich ja nicht sagen, sonst weißt du, wie es rausgekommen ist. Mhm. Gut. Steht da eben leider auch. Also, dann können wir das nächste Mal darüber reden. Super. Ich habe vom Robin Eno eine Sprachnachricht angefordert, dass er es noch erklärt, um was es genau gegangen ist, weil es hat auch wieder so Minigames gegeben, es ist eigentlich der gleiche Aufbau wie bei der ersten Episode. Also es ist so ein Minigame, das entscheidet, wer im Vorteil ist. Und du kannst dann irgendwie, kannst aus so einer Box irgendeine Karte ziehen. Ja, auf der Karte steht dann zum Beispiel drauf, du hast einen dritten Teamfischer oder... Da musst du noch nicht dabei haben. Ja. Nein, ja, klar, logisch. Oder ja, du kannst irgendwie dann auch was haben sie das irgendeinen letzte am Mal? Wasser nehmen. Dass wenn du irgendwie, du kannst ab dem Eis kannst irgendwie den grössten Fisch vom Gegner streichen oder irgendwie so etwas. Oder? Ja, ist Ein noch, bisschen etwas anderes. ja, es ist nicht einfach nur, was um die Länge der Fisch geht, sondern es ist auch noch ein bisschen mit Spiel und Spass. Eigentlich noch cool, aber es ist halt alles auf Holländisch. Das wollte ich gerade sagen, cool wäre es, wenn sie das wieder würden machen, wenn es dann Auf wenn's Englisch. auf Englisch Ja. oder irgendwie, was haben nicht englische Untertitel, irgendetwas. Ich will den Robin hören Englisch reden.
Gut, dann wirst du wahrscheinlich schon kennen. Also, ja. Jo. Hey, dann ist noch Purge Pro. Dort hast du auch noch einen Teil. Nein, ich können wir kann nur sagen, dass wir dort dass ich das geschaut habe, aber ich habe es glaube ich nicht ganz geschaut, ich habe es verschlafen. Okay. Also ich habe auch noch nicht alles geschaut. Ich habe nur mal Teams aufgeschrieben, die mitmachen. Super, sag doch mal unter Teams. anderem ist es Decathlon wieder. Es ist Relax wieder. Es ist Team Galant mit dem... Tobias Egwald. Genau. Und neu ist Team Zeck noch dabei. Nein, die sind schon letztes Jahr dabei gewesen und haben gewonnen. Nein, das war bei Sander Pro. Gewesen. Hast du Sender Pro gesehen? Ja, sie sind bei Purge Pro neu. Haben sie gesagt? Ah, okay. Oh, korrigiere mich. Ich finde hure wenig Teams. Oder? Wie? Wer fischt für sie? Der Titel. Der Titel? Ja, der Titel und der... Ja, Ja, wie heißt der andere? keine Ahnung. Ein komischer Vogel. Weiß nicht. Ich komme mit dem Titel, wird irgendwie mit der Stimme her, die passt mir nicht so. Aber Okay. ja. Mag Ich ganz finde ein den cooler Typ sein. sympathisch. Ja, mag ganz ein cooler Typ sein, absolut, absolut. Ist einfach so von der Stimme her, denkt mir, er ist so ein bisschen, keine Ahnung, nicht gerade zurückgeblieben, aber so ein bisschen altertümlich noch und keine Ahnung. Er ist sehr gemütlich drauf, habe ich das Gefühl. So. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja, das habe ich glaube Der schon, hat dass schon der... x Jahre Erfahrung halt. Und Ich glaube, dass der mit dem Eule dort zu ihm aber fährt, Wels fischen und der geschwind hinter das Schilf hingeht und mit dem Eule geschwind dort... Nein, das kann ich mir jetzt beim Titel nicht vorstellen. Das könnte ich mir Nein. schon vorstellen, aber nein, ich weiß es nicht. Nein, ich kenne ihn auch nicht, keine Ahnung. Also, Aber was ich auch will sagen, so ein bisschen Teams, es sind 4 Teams. Jetzt nicht auch nicht die bekanntesten Marken, weißt du noch, vor ein paar Jahren, wo noch beide auf Bleak und CWC mitgemacht haben. ja, CWC Es ist schon fehlt spannender mir. gewesen zum CWC Schauen. fehlt mir. Ja, Ja, die fehlen mir. Aber ich glaube, das ist, weil die bei Boatside mitgemacht haben. Obwohl der Evert, der wäre wahrscheinlich... Hat der am YPC mitgemacht, oder? Im Boot. nicht mehr an schon, ja. Ja. Bass Ja. auch und... Bass auch. Ja, dann wird wahrscheinlich dort absorbiert sein. Oder ist der Truman? Nein, das ist Nein. der Truman. Nein, der Truman ist schon beim anderen. Boatside, ja. Aber ich weiß nicht, Ja. wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, seit so einem halben Jahr gibt es schon fast wie zu viel Format, dass du alle kannst mitverfolgen kannst. Also, ich habe Ja. so bis vor einem Jahr habe ich regelmässig so alles irgendwie wirklich auf dem Radar gehabt, was läuft. Und jetzt so seit einem halben Jahr ist es so wie zu viel. Vielleicht habe ich einfach zu wenig Zeit für alles zu verfolgen. Aber es ist so wie einen Overload gibt und dann Ja. Dann verwässert löscht er wie ab. sich alles. Das löscht er wie ab. Genau. Ja, absolut. Habe ich auch das Gefühl. Ich schaue zwar immer noch, ich schaue YPC, Boat und Bank. Den Bass schaue ich nicht mehr. Das sagt mir jetzt wirklich gar nichts. Und Purge Pro schaue ich, Sander Pro und Fly vs. Jerk. Aber eben jetzt Boatside habe ich noch angefangen zu schauen. Da gibt es noch Suzuki Fishing Games, dort schaue ich aber nur Nur die Schweizer, Toppis, Schweizer oder? Folgen, ja, Toppis. Und vor Raubfisch, so One Lure Channel, Hecht, Ja, also habe ich jetzt mal ein die bisschen Profiliga. angefangen. Profiliga habe ich einmal geschaut, schaue ich nicht mehr, sagt mir gar nicht zu. Ist gar nicht mein Format, ist mir nicht sympathisch. Da gibt es auch noch European Fishing League, gibt es ja auch noch so ein Format, habe ich mal ein bisschen angefangen zu schauen, sagt mir irgendwie auch nicht zu. Ja, und eben, wie du sagst, Zeit schlussendlich. Also, ja, um das alles zu schauen. Also Purge Pro, muss ich jetzt auch sagen, es ist brutal langweilig. Ich bin gespannt, wie ich das wirklich noch verfolge. Ja. Keine Ahnung, wird sich dann zeigen. So, ja. Und Also, weißt- Nein, es hat doch mir mitgemacht. Ja, letzte Woche sind wir da angeguckt und haben über Bootzeit geredet und wir sind hell begeistert gewesen. Ich habe es noch nicht geschaut, letzte Woche. Oder noch nicht Ja, du hast alles. aber Ich schon habe einen noch Teil nicht alles- geschaut und hast gesagt, ich es habe ist noch nicht alles schon mega geil. geschaut. Ja, es ist schon cool. Ist cool gemacht. Das ist einfach ein anderes Format, wo du wieder Ja, mal wieder ein bisschen Ja, catchst genau. und Ja. Ja, genau. zwei Schweden, die geile Emotionen haben und das Was- packt ihn. Was mir aufgefallen ist, dass extrem viele Turniere jetzt auch in Schweden sind, die verfilmt werden. Ja, macht ja Sinn. Nicht nur Holland. Ja. Ja, aber sonst ist immer Holland ist so ein bisschen das Mekka gewesen. Schweden ist so ein bisschen, ja, man geht auf Schweden, man fängt dort ein bisschen etwas. Jetzt, wo du so Turnier siehst in Schweden, hörst du auch gleich noch von recht vielen Leuten, dass sie auf Schweden gehen fischen. Also, Vielleicht ist Schweden auch so wirklich geheim gewesen oder man hat es ein bisschen für sich behalten. Ich meine, dass die Bestände richtig krass sind, das ist ja nicht eigentlich Neues. Also- ja, schlussendlich ist es so, ja, aber das ist ja auch, Irland ist ja auch bekannt gewesen früher und ist runtergefischt worden. Und ich glaube, Irland ist sich auch wieder am Erholen, ich weiß es nicht. Eben darum hat man vielleicht Schweden ein bisschen draus haben. Ja. Gut möglich, ja. Hey, und dann habe ich noch zwei Sachen, und zwar im Kanton Zürich ist ab dem 2026 kein Besatz mehr von den Forellen. Ah, was? Ja, die werden nicht mehr besetzt, haben sie geschrieben. Sie haben ein neues Schreiben rausgelassen, anscheinend, so eine Strategie.
Aufgrund was? Renaturierung oder was? Alles, also allgemein Gewässer. Sie haben auch dort den Abstieg von der Fische, Auf- und Abstieg von der Fische, das ist das Thema von der EVA, wo auch drinnen steht, dass bis 2030, glaube ich, alles muss geregelt sein. Auf- und Abstieg von der Fisch im Kanton Zürich. Sie wollen auch den Lachs wieder ansiedeln im Kanton Zürich bis 2030. Eben durch die Auf- und Abstiegsmöglichkeiten etc. Und das Fangverbot bzw. das Fangmoratorium, oder wie man dem sagt, ist verlängert worden bis 2029 für die Ärsche. Genau, that's it. Mehr habe ich nicht mehr. Ist schnell durch gewesen, ja? Interessant, ja. Ich habe auch nur eine News. Muss ich ja sagen, als Nice-Fanboy, sie haben eine River-Tour gemacht, was ich sehr interessant finde. Von Frankreich darauf über Deutschland nach Holland. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Tage das sind. Einfach mit dem Boot drauf gelebt und gegessen, geschlafen, gefischt. Bin gespannt auf die Videoserie, die dann rauskommt. Das ist so meine einzige News, die ich habe. Ich hoffe, der Jonas hat mehr wie ich. Da sind wir natürlich sehr gespannt, ja. Also ich habe mich jetzt auch nicht enorm darauf vorbereitet, jetzt was in der Branche raus ist gekommen letzte Woche. Von Captain Greenfish kann ich natürlich schon ein paar Sachen erzählen, aber Das interessiert außerhalb uns. von... Du darfst alles erzählen. Alles. Also, was sicher vor spannend ist... allem das, was die Leute noch nicht wissen. Ja, aber ich glaube, zuerst im externen Anfang, eben, letzte Woche war das GV von der EFTA. Und es steht ja im Raum, eben, dass 2027, 2028 das Bleiverbot kommt. Also jetzt im Parlament, sie haben darüber am Reden. Was noch spannend gefunden, was ich nicht gewusst habe, ist, du kannst die Debatten kannst du live mitverfolgen. Das habe ich nicht gewusst. Und die Fischer-Lobby hat dort Jan... ich weiß nicht, den Nachnamen kann ich dir nicht sagen, aber hat eigentlich ihre Lobbyisten hat auf LinkedIn einen Post gemacht, wo du kannst die Diskussion nachverfolgen kannst. Und dort ist nochmal darüber diskutiert, ob jetzt das ja, die neuen Weisungen übernommen werden oder nicht. Und dort ist eigentlich nur Munition zur Diskussion gestanden. Du hast ein Päckchen mit Jagen und Skisport und Fischerei ist alles im gleichen Päckchen drin. Und über die Fische haben sie eigentlich nicht einen Satz verloren. Also es scheint so wie Klar zu sein. okay, das wird abgesegnet. Die Munition ist eben gesagt, jetzt mit der speziellen Lage, die in Europa drin ist, denken sie, es ist nicht das Einfachste oder das Schlauste, jetzt Blei in der Munition zu verbieten. Aber scheint es dort verschiedene Ausnahmen, dass eben im Ausnahmezustand kann man das immer noch zurückgreifen. So. Was wären die Alternativen bei der Munition? Ich glaube, es ist ähnlich wie beim Fischen. Tungsten, verschiedene Zink. andere Legierungen. So Sachen. Ja. Okay, spannend. Habe ich auch nicht Und gewusst. wieso uns nicht schlau ist, dort reinzugehen und das verbieten? Weil wahrscheinlich momentan die ganze Munitions- und Waffenlobby am Vollgas gegeben ist. Ja. Mit Geschoss und allem drum und dran. Und bis die Sie alles auch umgestellt haben. aufrüsten. Ja, und bis die alles umgestellt haben auf Wolfram oder eben so Sachen mit Sintern und drum und dran. Nochmal, warum ist es nicht schlau? Warum wäre es schlau? Erzähl mal. Hä? Da könntest du doch einfach ein bisschen entgegenwirken dem Ganzen, was jetzt gerade passiert da außen, oder? Ja, dann würde es einfach mit Bomben kommen. Wäre auch eine Option. Ja, gut, das haben wir sowieso. Das ist die moderne Kriegsführung. Ich glaube, Also, am Schluss weiter ist es so eine geht's einen Sache vom Weg. Preis, glaube ich. Habe ich auch Das das ist ja- Gefühl, ja. Habe ich auch das Gefühl. Obwohl eben, ich glaube, der Preis ist so einem Zustand wahrscheinlich egal. Also, ab einem Land, nehme ich jetzt mal an. Weißt du, wenn sie Munition brauchen, brauchen sie Munition. Ob jetzt die 50 Rappen den Schuss kostet oder einen Stutz den Schuss. Ich glaube. Also ich weiss, mehr als Land, wenn ich ein Land wäre, wäre es mir zumindest gleich. Hauptsächlich würde ich gewinnen. Oder ich könnte mich verteidigen. So. Ja, aber Eigenungsfass, das wir könnten auftun, jetzt gerade Ja, ich im weiss, momentanen das Weltgeschehen. Pulverfass ohne Boden. Ja. Okay, Nein, spannend. ich weiss, am Donnerstag, 26. Ja, glaube ich, ist die nächste Session. Die sind mal darüber beraten und dann wird entweder dieses dann entscheiden oder es wird vertagt und dann wird es irgendwo im Spätsommer, Herbst entschieden. Auf was tendierst Boah, ich habe das Gefühl, meistens wird das irgendwie rausgeschoben, bis du? Schon, es gell? nicht mehr, geht nicht mehr. Ja, ja, also es ist ja hab ich seit ewig ist die Diskussion noch. Ja, ja. Und wenn es kommt, geht es dann ziemlich schnell, oder? Hat dann die Industrie hat 6 Monate Zeit, für all ihre Verpackungen zu ändern.
Ja. Du musst dann alles ähnlich wie die Raucher musst sagen, tödlich oder Bleigefahr, bla bla bla. Und das Verbot vom Brauch und vom Verkauf ist dann ja geregelt auf alles, was unter 50 Gramm ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und alles, was drüber ist, also unter 50 Gramm ist, hat 3 Jahre Übergangszeit und dann ist der Verkauf und der Nutzen verboten. Der Nutzen auch, nicht nur der Verkauf, sondern auch der Nutzen. Ja, ich glaube schon. Also gerade letztes Jahr habe ich mit einem Fischereiaufseher geredet und gesagt, ja, wie kann man denn das feststellen? Und klar, es ist nicht einfach feststellen, gerade wenn du dann im Prozentbereich bist oder wenn du eine Legierung hast, wir haben eine Legierung, dort dann wirklich feststellen, ob das jetzt 1% oder 5% Blei drin hat. Das kannst du wahrscheinlich vielleicht hat es irgendeinen Schnellabriebstest, wo du kannst das Zeug drüber ziehen. Aber da gesehen, für sie wäre es das Gäbigste, wenn du weißt, die Brand produziert nur Sättige. Und aber das kannst du auch nicht am Fischer vorwerfen, dass er muss die Brand kaufen, dass er mit dem Gewissen fischen kann. Und geil, ich meine, wenn bei einem Chatterbait zum Beispiel im Kopf hast du noch Lack drüber, bei einem Spin-Jig hast du Lack drüber. Das wird schon noch schwierig. Oder bei einem Wobbler hast du vielleicht Bleikügel drinnen. Weißt? Ja. Das wird dann schon schwierig. Also, ja, spannend. Aber ich meine, der Jonas wird sicher schon Ideen haben, wie wir das umsetzen kann. Ja, also es gibt ja schon heute zahlreiche Alternativen von Zinn, Stahl, Messing, Bismut, verschiedene Legierungen, Tungsten. Ja. Also die Optionen sind da. Es ist mehr, die Fischer haben noch nicht wirklich das gefunden, was sie von sich selber überzeugt. Und ich glaube, es ist auch der finanzielle Anreiz, der fehlt. Oder? Ja, also weißt du, Verhältnismäßigkeit, so muss ich sagen, weil Zink ist schon günstig, okay, aber im Verhältnis zu Blei schon einiges grösser. Genau, also ich glaube eben Zink, Stahl, Messing, die haben eine Dichte von etwa 7 bis 8 und hast eben 30-40% größeres Volumen, das stört ein paar. Ich glaube, das Gros würde das nicht mal so mega stören, es ist mehr die Verfügbarkeit. Du hast nicht, also jeder von uns hat seine Go-To-Jig-Köpfe, die er braucht, die er hat, mit Dart-Jig, Net-Jigs und alles. Und wenn du dort nicht die Auswahl hast, bist du auch nicht bereit zu wechseln, weil du willst genau die 6 Gramm Dart-Jig von Toppis oder so, wo du drauf schwörst. Und wenn es der halt nicht, jetzt geht es nicht zum Glück aus Tungsten, aber so die ersten, die den gemacht haben. Und ich glaube, so, ja. Wenn du die Alternativen nicht hast, ja, klar. bist du auch nicht bereit zu wechseln. Ja, und ich glaube, es ist halt eben auch, gell, wir haben Mikro-Jigs, die sehen aus wie Dart-Jigs, die brechen auch aus, sind aber aus Blei und kosten einfach ein Vielfaches weniger halt. Ja. Es ist, also ich glaube, es ist mehr auch der Aspekt, oder? Weil jetzt gerade, wie schnell reissest du etwas ab im Wasser? Also, jetzt nicht mal wegen einem Fisch, weißt du, nicht mal in einem Fischmaul, sondern allgemein, wenn du einfach einen blöden Hänger hast, oder es geht dir irgendetwas zu den Taschen aus oder so, weißt du, wenn du Tackle am Zusammenraum bist, wenn es dunkel bist und bleibt etwas liegen, was auch immer, ist halt einfach dann schade, wenn du dann halt 3 Stutz liegen lässt, statt nur irgendwie 1,50 Stutz, oder? Das ist dann so der Punkt, wo ich jetzt gesehen als Fisch. Wenn ich es anschaue vom Edgefisch, muss ich sagen, ich kaufe nur noch Tungsten. Natürlich. Ja, und genau darum haben wir eigentlich jetzt unsere Alternative entwickelt und gesagt, hey, eben, der Normalfischer, der wird nicht auf Tungsten umsteigen, gerade im grösseren Gewichtsbereich ist es einfach, es kostet nicht zu viel, oder? Du bist nicht bereit, irgendwie 6-7 Franken für einen Jigget, oder dann innerhalb von einem Tag abreißt, ist zu zahlen. Und die anderen Dichten werden nicht akzeptiert, wegen der Dichte scheint es. Und wir haben jetzt eben unsere eigene Legierung gemacht, die aus den schwersten Metallen sind, die heute noch zu Europa abgebaut werden, ungiftig sind. Also es löst sich nicht auf, wenn du es verlierst, der Haken zwar schon, aber es ist nichts Toxisches, was rauskommt. Und hat eine Dichte von fast 10, sprich du bist nur 10% grösser im Volumen als Blei. Und hast den halben Preis von Tungsten. Was hat Blei? Blei ist bei 11. 11, ja. Also du hast zwar 10% grösseres Volumen, aber das nimmst du kaum mehr wahr. Und ich glaube, dort ist eben jetzt wichtig, dass du die Verfügbarkeit hast, dass jeder seine Jigs, die er eigentlich jetzt aus Blei fischt, auch in Blei frei findet. Und dann glaube ich, ist der Wandel schon möglich. Ja, sind wir einfach mal gespannt, was da rauskommt. Ja. Absolut, das ist sicher spannend. Eben, wie gesagt, auch für mich, wenn ich es vom Fischer her betrachte, ist es für mich auch, gell, Tungsten. Ist schön, ist cool, ist auch schön klein und alles drum und dran. Jetzt gerade bei einem Carolina Rig zum Beispiel, oder eben der Dart Jig, wo ich muss sagen, ja, ist schon geil. Ist schon geil, natürlich. Aber ja, und Tungsten hat auch den Vorteil, dass es viel härter ist als Blei. Richtig, und durch das hast du viel direkten Grundkontakt. Ja.
Und wenn du so eine Brücke rührst, dann ist es nicht gerade verformt. Genau. Oder schon einer der Vorteile, wo unsere Legierung hat. Es ist fast so hart wie Blei. Oder das spürst du einfach beim Zanderfischen, wenn du spürst du den Grundkontakt viel besser. Und ich glaube, das ist auch für Anfänger, du willst möglichst leicht fischen, aber so schwer wie nötig. Genau. Und wenn du das Feedback besser spürst, hat das so einen Vorteil für den Fischer. Absolut, ja. Absolut. Ja, sind wir mal gespannt, wann das Verbot durchkommt. Ja. Und sonst von uns, wir sind sehr stark in der Materialforschung involviert. Wir sind eigentlich, mittlerweile weiss ich gar nicht, ob ich mich noch als reine Fischer-Brand vorstellen würde, sondern wir sind eigentlich ein Materialentwicklungsunternehmen. Wir haben jetzt eine Weichplastikalternative auf Proteinbasis, eine Herdplastikalternative und eben eine Bleialternative, die eigentlich für die Fischerbranche die Materialien entwickelt. Und dort sind wir eben sehr stark im Austausch mit den Fischern, mit den Kunden, was wirklich ihre Bedürfnisse sind. Und darum ist es eigentlich auch sehr gut, dass wir jetzt die Marke Captain Greenfin etabliert haben, weil das ermöglicht dir den Nachaustausch, auch dass wir über einen Online-Shop vermehrt verkaufen, das Feedback von den Kunden, von den Fischern, was sie wirklich wollen, aber dass sie eine hohe Dichte wollen, dass sie etwas Herz wollen, dass sie etwas Günstiges wollen, dass sie verschiedene Formen, Hakengrössen und so weiter wollen. Das bekommst du halt nur rein, wenn du wirklich den direkten Draht zum Endkunden hast. Und im Proteinmaterial das ist unser vielversprechendste Material, das enormes Potenzial hat. Weil die Fischerbranche, die Raubfischbranche, lebt eigentlich von Softbaits oder von Hardbaits und von Bleiprodukten. Das sind eigentlich die 3 Materialien, die am problematischsten sind aktuell, weil die einfach verloren gehen. Ich sage, Hardbait ist noch am wenigsten problematisch, weil du verlierst die Hardbaits wenig, ausser du irgendwo am Boden unten einlegen oder so. Aber, oder Twitch ist irgendwie ein Baum oder etwas. Genau. Ist so, oder ist irgendein Schnurrbruch, aber den verlierst du jetzt nicht en masse. Ja. Aber wenn ich jetzt sehe, wir sind sehr viel in Norddeutschland, Holland, all die dort Zander fischen, den grösseren Flüssen, so das Baunenangeln, das du machst in diesen Steinpackungen. Also, wir sagen dann, es ist eine Abrissparty. Ja, also, du bist jede Stunde bist am Neubinden. Ja, das ist so. Und dort haben wir uns eigentlich gesagt, macht es wirklich Sinn, ein Material zu brauchen, das für die Ewigkeit konzipiert ist, weil das sowieso dort alle Stunden liegen. Und dann sind wir eben auf die verschiedenen Proteine gestossen, die von mir aus gesehen deutlich mehr Sinn macht, dass ein Raubfisch, der ständig auf der Suche ist nach Proteinen, auch Protein sucht und die findet. Und ein riesen Vorteil, den wir jetzt irgendwie mehr ausspielen, ist, dass wir mit wasserbasierten Lockstoff noch deutlich bessere Bissfrequenz herbekommen. Wir sind dort mit verschiedenen Aminosäuren, wirklich, also es gibt verschiedene Lockstoffe, die wirklich den Fisch überzeugen, reinzubeissen, mehrmals reinzubeissen. Und wenn du das halt dann in ein Softbait reinbringst, dann ist nicht der normale Fisch, der sagt, ich will nicht mehr Plastik fischen, sondern ich will mit dem fischen, wo täglich schmeckt unter Wasser, dass es Protein sind. Und dort sind wir jetzt sehr stark am Forschen und entwickeln. Und haben dort jetzt einen grossen Forschungsdurchbruch geschafft, dass wir die Langlebigkeit, die sehr stark unser Hauptfokus hatte aktuell, dass du die Produkte eben nicht gleich lang fischen kannst wie Plastikköder, deutlich aufschrauben können. Auch die ganze Hitzebeständigkeit, unsere Produkte, die aktuell auf dem Markt sind, der Schmelzpunkt von etwa 60 Grad. Im Sommer, wenn du auf dem Boot bist und das Zeug nicht im Schatten hast, sedert er alles dahin. Ja, oder wenn du das Tackle im Auto hast, im Koffer genau. oder so, oder und das Auto schön in die Sonne stellst. Und dort sind wir aktuell sehr viel kommunizieren, dass der Kunde eben weiss, wie er die Produkte handhaben muss, aber wenn du dort eben kundenfreundlicher wirst, dass es kein Problem ist mit der Hitze, dass du bei warmem Wasser kannst irgendwie einen halben Tag damit fischen, glaube ich, haben wir einen riesen Schritt geschafft. Und jetzt ist eigentlich die Challenge, dass wir das in Produkte umwandeln können. Also wir jetzt eigene Maschinen entwickeln, die das neue Material verarbeiten kann. Die kommt am Freitag. Darum bin ich sehr gespannt, ob das herhält, wie es kommt. Meistens geht es nicht so einfach, wie man denkt. Aber wird das gegossen? Das wird auch schon thermoplastisch. Also es wird mit Wärme wird es fließbar, es wird eben nicht mehr flüssig. Weil bisher haben wir es wirklich mit flüssig in die Aluminiumformen
drücken. Also pressen eigentlich mit der Spritze, wenn so Genau. wie man Gummi halt. Genau, wie man herkömmlich Gummi macht. Ja. Und jetzt braucht man eigentlich deutlich mehr Druck, weil das Material nicht mehr sehr zähflüssig ist. Aber hat halt riesen Vorteile. Und ja, bin sehr gespannt, was da rauskommt, weil das ermöglicht uns auch das erste Mal eben mehr nur Pintails oder wirklich, wo eigentlich das Design für die Langlebigkeit optimiert ist, dass du keinen Schaufelschwanz hast oder das ist der am ersten davon sädert. Und ja, da kannst du nicht, wenn im Sommer Tegel irgendwo jagen und dann die Köder herklebst und meistens willst du dann, sie sind irgendwie ein bisschen weiter als du kommst. Und wenn dann dort das Produkt den Paddlerschwanz verliert, ist ja... Mässig lässig. Genau. Ja. Und darum sind wir mit Pintails gestartet, aber wir werden jetzt sehr wahrscheinlich im August werden wir starten mit unseren ersten Paddletails. Wir werden die rausbringen in 2 verschiedenen Grössen. Wir werden noch richtig Creature Baits gehen, dass wir so einen Krebs machen, wo wirklich Krebs drin hat. Also ich glaube, es ist etwas von, ja, wo ich mich am meisten freue, weil du denkst, ja, du hast einen Krebs, der aussieht wie Krebs, der schmeckt wie Krebs, der wirklich Protein ist. Und im Winter, wo du wirklich langsam Fisch ist, mit diesen wasserbasierten Lockstoffen rauskommen, glaube ich, wird das eine sehr gute Variante sein für das Fischen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir eigentlich mit dieser Strategie, dass wir nicht unbedingt Nachhaltigkeit enorm pushen, also die meisten, die uns jetzt auf Instagram folgen, wir sind nicht die nonstop sagen, wir sind nachhaltig, bla bla bla, sondern wir sagen, unser Ziel ist eigentlich ein besseres Produkt zu schaffen, dass der Normalfischer unsere Produkte fischen will, und die sind dann nachhaltig und darum haben wir einen Impact auf die Fischerbranche. Weil ich glaube, eben die 5 oder 10%, die wirklich enorm nachhaltig sind, die finden uns sowieso. Und unser Ziel ist eigentlich, das Gros zu bekommen. Und Die 80%, die genau. teilweise nachhaltig sind. Oder? Genau. Und ich glaube, eben, die bekommst du, wenn du wirklich kannst glaubhaft darstellen, dass dein Produkt anders ist als die herkömmlichen, die anderen 1000 Comic-Codes, die es gibt. Ja, spannend, sehr spannend. Ich würde sagen, wir gehen nachher gerade direkt ins Thema. Wir sind schon mit drin. Ja. Aber ich muss nur schon sagen, mich hast du gehabt mit dem Hurenkrebs. Krebs, der nach Krebs schmeckt. Was Ja, willst du Krebs mehr drin ist. Also, Hey, das ist doch geil, ne? Jetzt für den ekligen Fischer. Nein, es gehört zum Thema. Also komm, dann gehen wir direkt ins... Hast du noch irgendwelche News so? Oder Ja, können wir die auch ins Thema nehmen? das kann man jetzt das Thema nehmen. Ich glaube, das ist... Also komm, wir gehen ins Thema. Ja, Jonas, wir sind mit drin eigentlich schon gewesen. Aber eine Frage brennt mir im Fall immer auf der Zunge. Die muss ich jetzt unbedingt schon fragen. Schieß los. Du hast gesagt, ein Krebs mit Krebsproteinen drin. Ihr habt auf eurer Homepage Madden und Fisch, also Madden und Pintails. Hat Madden Maddenproteine drin? Nein, also es ist nicht so, dass der Krebs Krebsprotein drin wird haben. Aber wir können durch das, dass wir verschiedene wasserbasierte Lockstoffe rein tun, könnten wir auch einfach eigentlich aus den Krebsen ihre Aromen, ihre Aminosäuren, ihre Enzyme, die sie absondern, rein tun. Und das ist eigentlich dann der gleiche Geschmacksstoff. Also kannst du dir vorstellen, wenn du ein Shrimp isst, merkst du, dass es ein Shrimp ist. Ja. Oder dass es die gleiche Sensation für einen Fisch ist. Okay. Zum Glück ist ich kein Fisch. Gut. Aber dann brennt mir, also dann stellt sich mir einfach die Frage, ihr habt euch ja jetzt mit diesen Ködern, die ihr habt, so ein bisschen auf Egli fokussiert. Wieso habt ihr nicht einen Wurm gemacht? Wegen der Langlebigkeit. Aus meiner Sicht ist ja der Wurm der beste Köder für Egli. Der klassische Wurm. Mal, das ist für mich... Was? Ja, das ist für mich der Egli-Köder. Wenn ich mit dem Wurm kannst alles fangen, hauptsächlich Egli. Ich aus meiner Sicht, ja. Okay. Ja. Also ich glaube auch, der lebende Wurm geht nicht über Naturköder. Genau. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum haben wir nicht als Anfang oder als Erstköder? Wir haben uns eigentlich auf die Forellen spezialisiert am Anfang, aus dem Grund, dass unsere Köder deutlich langlebiger sind im kalten Wasser. Ja. Dann haben wir gesehen, gut, Salmonidenfisch ist sowieso eher in den kälteren Gewässern, darum ist es eher ein Produkt, das dort mal eine Nische hat. Ja. Und dort sind wir eben gestartet mit diesen 5 cm Köder. Dann sind die 10 cm Köder gekommen, die Bienenmadel, sehr viele Fische mit Bienenmadel auf Forellen. Ja, genau. Und haben sie eigentlich so den Wassertemperatur Zielfische So angenöchert. ja.
Und dann sind wir eigentlich Richtung Zander gegangen, weil dort eigentlich der grösste Use Case ist aktuell. Weil die im Norden, wo bei diesen Steinpackungen durch Zanderfische alle Stunden abreißen, sehr viele von denen checken das. Also wir machen Umfragen jeder Fischermesse. Und dort oben gibt es zahlreiche Fischer, die dreistellig abreißen. Ja, das glaube ich. Und du fragst dich dann schon, wenn du so viele Produkte im Wasser schon liegen, hinterfragst du die Problematik. Es ist weniger, wenn du Bootsfischer bist und 3-4 Köder pro Jahr verlierst, dann stellst du die Frage weniger, wie schlimm ist es, was ich da ins Gewässer einbringe. Und vor allem verlierst du den Köder, wenn dann eher im Fischmaul, wo Genau. gut liegt, schlussendlich kein Wasser. Aber, ja. Ja, okay, gut. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Also jetzt kommen wir wirklich mit dem regulären Teil. Aber ein Wurm ist auch in der Start. Pipeline, aber das geht noch Zeit. Das hättest du in die News bringen Gut. Also kommen wir doch zurück an den Anfang. Ja. Soviel ich weiss, Jonas, bist du in der Finanzbranche tätig gewesen. Wie kommt man denn drauf, ein Angel-Startup zu gründen? Du, ganz einfach, das Fischen ist meine Leidenschaft. Ich habe Wirtschaft studiert, BWL in Freiburg. Und habe schon dann, ich weiss, eines von den ersten Semester, hast du eine Webseite bauen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, irgendetwas, wo mir etwas nützt. Ich baue nicht einfach eine Webseite für nichts. Und dann wollte ich eigentlich einen Fischerladen machen. Und dann hat 3 Monate vorher hat Fischen.ch ihren Laden eröffnet. Und ich dachte, jetzt kannst du keinen Fischerladen machen. Aber dann dachte ich, gut, wir 3 möchten gerne ein grosses Bötchen. Wie finanzierst du es? Wenn du Student bist, hast du kein Geld. Und ich habe gesagt, gut, was wir können, ist Fischertour anbieten. Es sind mega viele Kollegen und so, die auf den See fischen. Und dann haben wir WeGuide Fishing, hat das damals geheissen, gegründet. Und haben geführte Angeltour auf dem Murtensee angeboten, wo wir dann unser Sohn können eigentlich unser neues Fischerboot finanzieren. Das ist sehr gut angelaufen, weil es dann zumal es noch mehr alte Fischer hatte, der geschleppt hat, und die meisten Jungen wollten halt aktives Powerfischen oder etwas anderes machen. Und wir hatten noch einen coolen Deal gehabt, eben all you can drink und so viel du kannst fischen. Und dann hast du die meisten Männer gehabt, oder? Ja, natürlich. Und das ist super gut gegangen, aber dann haben wir einfach alle verschaffen, 100%. Und dann kommst du weniger zum Fischen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann wollen wir die Zeit, die wir noch haben zum Fischen, auch selber fischen und nicht noch Guidings machen. Und haben das eigentlich ein bisschen auslaufen. Und ich habe dann eben das Studium abgeschlossen, bin in die Finanzbranche eingestiegen und habe dann gemerkt, das Unternehmergehen in mir schlägt schon einfach aus. Ich muss mich dort ausleben können, weil eben das Leben ist zu lang für Sachen zu machen, die nicht 100% dafür brennst, aber bin ich überzeugt. Genau. Ja. Und bin dann auf die Suche, wo könnte ich Erfahrungen sammeln, und habe dort ein Berliner Startup gefunden, das Rektrotinette im Mietabo angeboten hat, und die jemanden gesucht, der den Berner Standort aufbaut. Und habe dort eigentlich die erste so Startup-Luft schnuppern, wie das funktioniert. Eben, das einfach ständig musst du einfach machen. Du musst jetzt machen kommen, oder? Und dort haben wir einen sehr guten Impact-Gründer gehabt, der mal zu Bern ist und hat gesagt, das Wichtigste ist, dass du genug lang das Feuer hast für das Problem, weil das meiste, wenn du es genug lang machst, wirst du erfolgreich. Aber du musst den Biss haben, das 3, 4, 5 Jahre zu machen, und dann irgendwann kommt es dann schon in die gute Zone, was dann auch Spass macht. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn ich eigentlich nichts arbeiten müsste, das Geilste wäre, wenn ich irgendeine Fischermarke gründe, so irgendetwas. Ich glaube, es hat noch viele Männer das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich nichts machen muss, ich will irgendetwas mit meinem Hobby machen. Das Hobby zum Beruf. Genau, Ja. das ist der Traum von jedem. Ja. Und er ist, das war im Sommer 21, bin ich mit meinen Brüdern fischen. Ich weiss noch, der junge Bruder hat sich gerade eine neue Baitcast-Rolle gekauft. Ich glaube, der hat 8 Köder nacheinander hintergeklebt, so, wenn das Zeug nicht richtig eingestellt hat, x Köder verloren. Und dann Kennen wir alle, gell? Ja. Kennen wir. Das kennt jeder Fischer. Ja, ich glaube auch. Und dann habe ich mal eine kurze Hochrechnung gemacht. Wir fischen seit 25 Jahren. Im Schnitt verdienen wir etwa 25 Köder oder 20 Köder pro Jahr. Es waren 1500 Köder, die wir 3 alle schon plus minus im gleichen, dort, wo wir meistens Fische verloren haben. Und der ältere Bruder ist bei der Seepolizei ein Taucher und gesagt, er sieht die unter Wasser, man sieht die auch von oben, siehst die nicht mehr. Also wir haben schon unsere eigenen Köder wieder gefangen. Also das ist wirklich, geht jetzt extrem. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bestellen wir nachhaltige Köder für uns.
Und dann gemerkt, es gibt weltweit niemanden, der das bieten kann. Es gibt Berkeley Powerbait, die sagen, das sei nachhaltig, aber auch die haben Cancer Warning auf ihrer Verpackung drauf. Was sind die? Also eine Cancer Warning, krebserregende Stoffe drin. Aha. Also so gut kann es auch nicht sein. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, heute kannst du eigentlich jedes Problem lösen, das du willst. Du musst einfach genug finanzielle Mittel haben und Energie drin stecken, dass es angegangen wird. Sorry, geschwind. Gesundheit. Das sind Katzen. Danke. Cheers. Und so bin ich eigentlich, ist der Gedanke in mir ging grösser geworden, hey, könnte man das nicht machen? Wie könnte man das machen? Und habe dann eigentlich neben dem Beruf gegen am Wochenende angefangen, verschiedene Materialien zu testen. Das einfachste ist Gelatine wie Gummibärli, oder? Da denkst du, ja, so schwierig kann das nicht sein. Also Gummibärli hat ja, es hat auch ein Zeitchen. Und eben, Gelatine hat sehr viele auch schlechte Eigenschaften, die eben nicht funktionieren. Und habe sicher... Ja, und ist Gelatine nachhaltig? Ja, Das ist wird eigentlich auch- schon. Es ist ein wird aus- Nebenprodukt aus der Tierbranche. Ich glaube, es ist eher ein Abfallprodukt, das Schon. aufgewertet Wie aus wird. den Knochen? Ja, aber sie würde ja Cool. wahrscheinlich sonst einfach nicht verwertet Nicht werden. gewonnen. Ja. Okay, gut, das ist gut. Ich bin jetzt auch nicht Gelatine-Experte. Und dann bin ich auf verschiedene, also eben daheim in der Küche habe ich hunderte Materialien getestet. Und dann, das Gute ist, ich habe keinen Material-Background. Und ich glaube, das war schon das, wo mich auch ein bisschen hat die naiven Fragen stellen lassen. Und eben sehr schnell bin ich auf Materialexperten zu und habe gesagt, hey, ich weiss, wie sich das Produkt muss anfühlen muss. Und es hat schon mehrere gegeben in Amerika, wo das versucht haben, Nachhaltigkeit zu machen. Und die haben einfach, der Fischer ist ganz spezifisch. Wenn das nicht aussieht, wie es von der Haptik her nicht so ist, wie das Produkt, das er kennt, dann hängt das Ding nicht an seine Köder dran. Also seine Fischrute dran. Also du musst wirklich, Ja, es ist so. du musst so nach an das Produkt, das der Fischer kennt, kommen, sonst gibt er ihm keine Chance. Und dort sind wir eigentlich sehr schnell auf verschiedene Proteine gestossen, die verschiedene gute Eigenschaften haben, aber zum Beispiel höhere Hitzebeständigkeit, höhere Langlebigkeit, wenig Wasseraufnahme und so weiter und so fort. Und die Challenge war eigentlich, wie bringt man die Proteine so zusammen und wie kann man die Mikro, ja, eigentlich die Struktur von dieser Proteinkette so strukturieren, dass es genau die Eigenschaften hat, die wir uns wünschen. Und bin dann eigentlich mit dem Prototyp an den ersten Startup-Wettbewerb und habe mich dort beworben. Und ich weiss noch, der junge Bruder hat gesagt, das Produkt das ist noch so scheiße, das kann ich nicht hingehen, das können wir nicht machen. Und dann habe ich gesagt, gut, ja, ich gehe gleich mal. Und dann haben wir dort den ersten Platz gewonnen, weil ich glaube, wir haben ein Problem, das ziemlich einfach verständlich ist. Also Normalbürger, die meisten ist eben, haben ein hohes, komplexes Produkt. Und wenn du 10 so Pitches gehört hast und am Abend heimgehst und zu Freunden fragst, ja, was sie für Unternehmen der war, ist eben der Fischer, der etwas Nachhaltiges macht, ist geblieben. Und das hat uns eigentlich ermöglicht, eben der erste Preis war 5'000 Steine Startkapital und ein Jahr lang ein Büro. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber das Leben ist zu kurz für Träume zu leben. Nicht viel. Nein, ist nicht viel, Also, aber weißt- es hat gelangt, für zu sagen, gut, was kann passieren? Let's go. Lieber, also, worst case, bin ich in einem halben Jahr, suchen wir wieder einen Job. Oder? Also, uns geht es so gut, wir haben so ein gutes Sicherheitssystem in der Schweiz. Und bin eigentlich dann, ja, einfach in das Projekt eingetaucht. Und Dann hast du alles angerührt und let's Genau. go. habe ich 1. Januar 22 Job gekündigt und bin dort voll eingestiegen. Und habe sehr viel am Anfang ganz allein gemacht und dann der junge Bruder hat in St. Galler Wirtschaft studiert und hat seine Masterarbeit müssen schreiben. Und es ist natürlich viel interessanter, an einem konkreten Projekt mitzuarbeiten, als so eine Masterarbeit zu schreiben. Und dann haben wir das ganze Branding alles aufgesetzt und weitere Teammitglieder gesucht, weil uns ist schnell klar wurde, die Schweiz ist eigentlich zu klein für so irgendetwas zu machen. Und sind dann auf einen Nico gestoßen und auf einen Gabriel. Und der Nico ist ein Deutscher. Wir haben jetzt eigentlich alles, die ganze Produktion, Logistik und so, haben wir im Deutschen aufgebaut bei ihm oben. Weil es macht halt Sinn, wenn du europaweit deine Produkte vertiefst, dass du nicht aus der Schweiz raus als exportierst. Ja, und auch finanziell wahrscheinlich, oder? Auch rein Ja. von den Kosten her ist Genau. wirklich Deutschland Wo die Lohnkosten sind ja. 40% Ja. günstiger als hier in der Schweiz. Standort auch. Ja. Mhm. Und das Gleiche mit dem Gabriel. Wir haben schnell mal gemerkt, eben,
wir haben das Know-how von Design, von Maschinen, also das haben wir nicht. Und entweder tun wir dort mit externen arbeiten, aber das erste Angebot war für einen Köderkrieg, 15'000 Steine für irgendwie so eine Paddle-Tail zu kreieren. Ich dachte, ja gut, also für das Geld können wir gerade einen ins Team reinholen, weil wir brauchen den Skill langfristig bei uns. Und wir haben auch gemerkt, die Skills vom Damian und vom Nico sind ziemlich überschneidend. Und dann haben wir gesagt, gut, dann geht der Damian raus, der ist nur noch im Verwaltungsrat, operativ ist er nicht mehr tätig gewesen, und der Nico hat eigentlich seine Rolle übernommen und ist jetzt eigentlich der General Manager Europe, nennen wir ihn intern, aber ist eigentlich, wir zwei sind 100% tätig, wir reissen eigentlich den Laden, er ist mehr Richtung Marketing und Sales, ich bin mehr Richtung alles, was übrig bleibt, Forschung, Entwicklung, ja. Buchhaltung. Alles, was halt nicht... Nein. Wenn du jetzt sagst, Forschung, also tust du dich dort einlesen oder sagst du mal, ja, heute mixe ich mal so und so, mal schauen, was passiert? Ja, also wir arbeiten mit 2 verschiedenen Fachhochschulen zusammen. Eine ist Fachhochschule Nordwestschweiz, eine ist Berner Fachhochschule. Das haben wir auch von der InnoSwiss, haben wir eben ein Forschungsprojekt gesprochen bekommen von über 1 Viertelmillion für eigentlich die Materialien weiterzuentwickeln. Das ist jetzt gerade am Ende gehen. Also wenn du so willst, wären die eigentlich subventioniert, sozusagen? Ja. Stark? Genau. Wow. Brutal. Ja, schon geil. Also es ist schon noch cool, weil eben die Schweiz gibt eigentlich die Möglichkeit, so innovative Sachen voranzutreiben. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, würde der Grossteil von der Schweizer Forschung gar nicht stattfinden. Weil die Forschungsinstitute, die sich eigentlich so finanzieren. Ja, natürlich, also, ja. das ist ein grosser Teil ist auch Grundlagenforschung, dass sie ihre Forschung machen können, müssen sie irgendwie die Gelder bekommen. Und dann brauchst du eigentlich einen konkreten Umsetzungspartner aus der Industrie, der mit einem konkreten Problem kommt, innovativen Lösungsansatz, und dann tut man an dem forschen. Und DTH ist kein Thema? DTH war bis jetzt nie ein Thema gewesen. Wir haben dort nicht Kontakt gehabt, oder es ist einfach nicht das Know-how der gewesen, das wir hatten. Ja. Der Fachhochschule ist eigentlich das Cluster von Plastikalternativen, das ist Quarry, Noriware, Microbase, alle so, wenn du schaust, all die Plastikalternativen entwickeln, sind dort mit uns im gleichen Labor am Forschen. Und es gibt auch viele Synergien, die du voneinander ziehen kannst. Und die HAFL, die Berner Fachhochschule, ist auch dort ist das Protein-Know-how. Die sind enorm starke Lebensmitteltechnologie, und dort ist eigentlich für uns der ideale Standort. Auch für mich ist 20 Minuten von mir mit dem Auto. Das ist einfach gäbig. Okay, stark. Geil. Also in dem Fall, so wie ich dich jetzt verstanden habe, auf deine lange Antwort, nein, du mixst nicht einfach zusammen. Nein, das ist ein Wissen dahinter. Ja, aber das ist richtig verstanden. Durch das, dass wir sind Pioniere in dem wir machen. Es hat noch niemand anderes gemacht. Also die meisten können uns nicht sagen, mach es so und dann funktioniert es. Ja. Und es ist sehr viel Trial and Error. Also sehr viel, auch morgen machen wir nochmal einen crazy Versuch. Der Gabriel macht den, wo du einfach sagst, hey, wir müssen es ausprobieren. Es kann dir niemand sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und das Ganze, jetzt eben das Material bringen wir gut her im 1-2 Kilo Bereich pro Batch. Aber wie bringen wir das von 1-2 Kilo auf 1-2 Tonnen? Oder du brauchst ganz andere Maschinen. Es kann niemand sagen, ja, nimm die Maschine, dass es funktioniert. Und ja, dort ist sehr viel Pionierarbeit. Eine riesige Herausforderung. He? Ja, es ist eine Challenge, aber ich glaube, ich bin einfach generell als Person bin ich sehr optimistisch. Ich glaube ging daran, dass es irgendwie geht. Und ja, darfst du noch nicht zu viel Sorgen machen, was ist denn in 2-3 Wochen oder so, sondern musst sagen, irgendwie bekommen wir es her. Und meistens funktioniert es auch. Irgendwie, wenn du zurückschaust, wir haben so viele Challenges schon geschafft, dass ich bin zuversichtlich, dass wir das auch noch herbekommen. Willst du erzählen, was haben wir für Challenges gehabt? Also jetzt haben wir den Weg. Wahrscheinlich, du hast jetzt aufgehört ihr habt eben mit dem Nico jetzt zusammen angefangen zu arbeiten, vorne mit deinen Brüdern hast du das aufbauen, um das nochmal schnell wiederholen. Also welche Challenges bis dahin haben wir gehabt? Also einer von der wichtigsten Schritte, die wir gemacht haben, ist, dass wir vor 3 Jahren beim Ralf und beim Gessi an die Schweizer Sportfischermesse gegangen. Und wir sind dort her am ersten Tag ohne Kasse. Also der Dame und der jüngere Brüder gesagt, ich komme mit, aber wir verkaufen die Produkte nicht, ich kann nicht dahinter stehen. Und dann haben so viele Leute gesagt... Ist das der gleiche wie beim ersten Mal? Ja, also, ich glaube, dann haben wir uns auch kennengelernt. Okay. Und dann haben gleich so viele gesagt, ja, das ist die Zukunft, in 10 Jahren wird das alles so sein, oder es kommt Plastikverbot und so weiter, es ist gut, wenn die Fischer von sich aus da Innovation
machen und gesagt, ja, ist mir gleich, ob das Produkt nur 15 Minuten hat, ich will es ausprobieren. Und dann weiss ich noch, sind wir am Abend sind wir noch irgendwo in einen Laden und haben eine Kasse gekauft, am zweiten Tag, am Sonntag haben wir dann angefangen, die ersten Köder verkaufen. Aber es war eigentlich sehr transparent in der Kommunikation, also ging eben, das Produkt ist sehr kurzlebig und so weiter und so fort. Und dort war eine Challenge, gewesen, wie bringen wir die Langlebigkeit her, dass es überhaupt ein Produkt wird, das du kannst brauchen. Vor 3 Jahren war es noch in der kleinen Riedhalle. Ja, Gell? genau. Dort hat der Levi einen Köder gegessen. Das weiss ich nicht. Also ist schon ein paar... Teamfisch von mir wieder, ja, kann man die essen? Gell, das waren glaube ich aus Kaffeesatz gewesen, oder? Ja. Ich glaube, die ersten sind... Es passiert ja nichts, wenn es ist, wir empfehlen es nicht. Ja, aber es hat auch von Kanal Gratis, auch die an den Messen sind die meistens ein bisschen am Gügeln. Ja. Hat mal mein Bier. Genau. Ah, geil. Stark. Okay. Jetzt habe ich auch den Faden verloren, wie du auch, Jonas, habe ich gerade gemerkt, was immer sie. Aber eines von den wichtigen Punkten, dass wir raus am Markt sind und offen kommuniziert hat, wo dass wir Potenzial haben zum Verbessern. Und sehr viele eben Verbesserungsvorschläge sind aus der Fischerbranche gekommen. Also sehr viele Fischer haben gesagt, mach das so. Ich bin der CADC, ich kann das dir helfen und so weiter. Und einfach dort für Hilfe zu fragen, hat auch noch enorm geholfen. Dass du einfach sagst, hey, das sind unsere Challenges, eben zum Beispiel Verpackung. Nachhaltige Verpackung, haben wir immer noch keine Lösung, aber dort, wenn du es offen kommunizierst und sagst, hey, wenn jemand eine gute Idee hat, auch jetzt, wenn jemand zulässt und sagt, hey, ich habe eine Verpackung, die wirklich nachhaltig ist und luftdicht das Produkt verpackt und gleich ein Sichtfenster hat, kontaktiert uns. Meistens ja, sind es kleine Tipps, die dich dann weiterbringen. Aber es ist glaube brutal schwierig so etwas, weil ich meine, etwas Luftdichtes, das muss ja so eine Dichte haben, es doch noch leicht sein, dass Plastik eigentlich das geeignetste Ja, und vor allem auch, ist. also es gibt jetzt, das ist zum Beispiel das Unternehmen Noriware, das neben uns forscht, die haben sehr gute, auf Algen basierte Alternativen, aber das Problem ist, wenn es nass wird, hat es ein Problem. Und die Fischereiprodukte werden immer nass. Ja, aber dann hast du in der Tacklebox. Also weißt du, schlussendlich tust du ja den Köder, also so geht es mir zumindest, auspacken und dann kriege ich die Köder in die Tacklebox und Verpackung schmeiße Also so eine Packung Gummifisch tust du jedes Mal in die Tacklebox leeren? Ja. Ganz? Ja. Okay, mache ich eben nicht so. Machst du? Nein. Auch die starke Aromen drin haben, Mhm. Ja. mache ich meistens so nicht. Aber Also, zum Beispiel unsere Produkte... Gut, ich kaufe nicht Sättig mit Aromen. Also, Ja. ich kaufe nicht. Also, meine schlussendlich, Magefish-Köder sind nicht geflavored. Ja. Die von der Toppies, dort habe ich einfach eine eigene Box. Nur schon rein wegen der Vermischungsgefahr. Habe ich einfach alles, die TP-Köder drin. Ja, that's it. Aber das Problem ist auch bei unseren Ködern, das reagiert eigentlich mit Feuchtigkeit. Also sobald du von Feuchtigkeit ziehen, fährt eigentlich der Abbauprozess an. Also solange es in der Verpackung drin ist, passiert gar nichts. Aber wenn du es selbst in der Köderbox tust und es wird feucht dann werden, nasse Köder drin eigentlich. genau, Ja. der nasse Köder macht noch nicht viel, der nimmt irgendwie 1-2% Wasser auf, aber es reicht schon nur, wenn es wirklich neblig ist und da ist sehr viel Luftfeuchtigkeit. Dann nimmt er die Luftfeuchtigkeit auf und er Okay. das Produkt, das du nicht mehr wirklich brauchen kannst. Oder darum sagen wir, lass unsere Köder am besten in der Verpackung drin, dann passiert noch nichts. Ja, das ist wirklich noch schwierig, ja. Und die ganzen Learnings, was ist wirklich der Grund, wieso eben zum Beispiel die Langlebigkeit abnimmt? Oder was ist der Faktor, was ist? Und wir, zum Beispiel, ich weiss noch, ich glaube im Winter 23 waren wir so euphorisch gewesen, weil plötzlich ein Produkt irgendwie 1,5 Stunden gehabt. Jetzt habe ich irgendetwas anderes gemacht im Material, das das Zeug hat. Und dann irgendwie im Juli, hätte ich gehört, plötzlich nur noch 4 Stunden, 10 Minuten gehabt. Und dann dachte ich, ja, was zum Teufel haben wir jetzt anders gemacht? Aber es ist einfach der Fakt, dass die Wassertemperatur so einen grossen Einfluss hat auf die Langlebigkeit, dass das der Grund war. Und dann haben wir x Sachen angepasst und nochmal in der Forschung hinterfragt und so weiter. Und es braucht einfach die Lernkurve, dass du überhaupt weisst, was die wirklich die Probleme müssen lösen. Ja, spannend. Wo stehen ihr jetzt? Hast du gesagt, die Projekte laufen jetzt aus. Wird das erweitert, erneuert oder wo stehen ihr? Also wir sind jetzt eigentlich im Punkt Softbait-Material sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Material haben, wo du eben fast
ja, sagen, einen halben Tag mit Paddletail-Form oder Krebsform, also Sachen, die ein bisschen finesser sind und so, dass es genug lang hat. Dort ist echt die Challenge, wie bringen wir das jetzt skaliert, also eigentlich Materialproduktion auffahren und das in Form bringen, auch in verschiedenen Farben. Und die Fische sind halt, die kaufen mit dem Auge. Du musst den Fischer, catchen. Es ist nicht schwierig, Köder zu machen, die einen Fisch fährt. Das ist mehr der Fischer muss halt... Muss dem Fisch, muss Vertrauen haben. Ja, das ist so. Genau. Und dort haben wir gemerkt, dass zum Beispiel am Anfang haben wir nur einfarbige Köder gemacht. Jetzt haben wir zweifarbige Köder, die funktionieren, also der Absatz ist schon deutlich höher bei denen. Und desto komplexer das Produkt aussieht, desto mehr hat der Fisch das Gefühl, das muss so sein. Das hat einen Grund, wieso das so ist. Ja, natürlich. Ja. Genau. Und zum Beispiel im Hardbait-Bereich haben wir jetzt so eine Hartplastik-Alternative. Der Wobbel vor euch, vielleicht macht er noch Instagram-Story. Tun ein bisschen pushen, dass das so macht. Ja, ich kann es gerade sagen, ist okay. Was könnt ihr ausschneiden? Wenn wir ein gutes Foto vom Wobbler machen können, dann... Oder irgendwie, ja, nicht mal. Wir bringen das her. Ja. Genau, wir haben jetzt eigentlich 3 Materialien, die sehr, sehr vielversprechend sind. Es gibt aber noch andere Materialien in der Fischerbranche, die auch nicht ideal ist. Punkto Schnur, punkto Fluor. In der Skibranche ist alles, was Fluor hat, wird verboten, darf nicht brauchen aus Skiwachs und so. Ja. Wir Fischer brauchen auch Fluor. Ist ja Pfass, oder? Wegen dem Fasszeug. Nicht? Genau, also es hat auch mit dem zu tun. Haben wir übrigens auch schon in der letzten oder vorletzten Episode haben wir es gesagt, dass Fisch im Bodensee aber es ist fast überall in der Schweiz. Das es wird einfach nicht gemessen. Ja, nein, es wird einfach nicht überall gemessen. Genau. Aber ich nehme an, es wirst du überall haben, weil der Abrieb vom Teer, den hast du überall. Und Röhrli und weiss nicht was. Und ich meine, die ganze Drainageleitung. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor 2 Wochen ist irgendwo bei euch, also ich weiß nicht genau wo, aber es hat so einen Fleischskandal gegeben, dass die Fleischbranche bei uns ist sehr ein weitläufiger Begriff. Der Oli kommt von Greifensee, ich komme von da. Nein. Das war noch ein bisschen mehr im Osten, glaube ich. Aber irgendwo haben sie mal gemessen, wie viel von diesen PFAS im Fleisch ist, und das war weit über den Grenzwert. Yeah. Und, ja. Wenn du fast anfangen messen, dann... Ja, absolut. Und schlussendlich, gell, musst du halt auch sehen, es ist ein Material, das eigentlich schon länger verboten ist, anscheinend, in gewissen Bereichen zumindest. Oder überall bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber es wird gleich immer noch eingesetzt. Es wird noch genutzt von der Industrie. Also meistens ist es verboten, die Industrie bekommt eine Übergangsfrist. Genau. 10, 15 Jahre, dass eben die Innovation kann stattfinden kann. Genau. Das ist jetzt beim Play auch so. Aber ich glaube, man hat einfach noch nichts anderes gefunden, wo dementsprechend den Zusammenhalt so bringt und ja, auch die gleichen Eigenschaften. Genau. Also das Abtropfen und alles drum und dran. Ich glaube, auch vielen war ja nicht bewusst gewesen, was für Konsequenzen es einfach hat. Ich bin überzeugt, eben, die Fischerbranche, all die viele von den Weichköder haben wirklich krebserregende, sehr problematische Weichmacher drin. Und die Folgen von dem werden wir erst in 10, 20 Jahren sehen, was wir gemacht haben. Aber ja, das Problem, wenn du die Folge nicht direkt siehst, ist es schwierig, einen Wandel bei der Normalbevölkerung zu bekommen. Vielleicht sehen wir es ja auch nicht, weil eben der Weichmacher, der sollte ja auch impotent machen, oder? Ja. Also ich weiss noch, vielleicht sehen wir es dann auch nicht, wenn jemand mehr Nachwuchs hat, oder? Ja, wenn jetzt das Kind so einen Gummiköder ins Maul nimmt. Ich weiss, also die sind sicher genau gleich gewesen. Das Kind hat das ganze Taschengeld im lokalen Fischladen vergänkelt. Das Erste, was uns die Fischerladenverkäuferin jetzt mal gesagt hat, ist, nehmt die Gummiköder ja nicht in den Hosensack. Nicht ins Maul hat es mir geheißen. Ja, also sie hat gesagt, nicht in den Hosensack. Und das ist mir nie, also ich weiss noch, mein Vater ging gesagt, ja, beiß die Bleikögel nicht mit den Zähnen zu, so Blei verdammt. So. Ja, genau. Du bekommst es schon ein bisschen mit, aber es ist wie, ja, das Problem ist zu wenig nach bei dir. Du siehst die Konsequenz nicht direkt. Nein, logisch, es ist zu weit weg, weil bis mich das bereicht, genau. Wie du sagst, das 10, 20, 30, 40, wenn überhaupt, oder? Also ja. Aber es ist schon so. Hey, wann kommt der erste Wobbler raus? Wir sind nach dran. Wir sind jetzt gerade dran, die nachhaltige Farbgebung zu prüfen. Also wie können wir dem nachhaltigen Wobbler noch einen nachhaltigen Look geben. Mhm. Ist nicht einfach. Aber punkto Farbe, auch dort ist sehr tricky. Auch punkto Lack. Es gibt sehr, sehr wenig verschiedene Lacken. Wir haben jetzt verschiedene Lacken, die zum Beispiel in der Bestattung von den Seeurnen zugelassen. Also es gibt schon Nischen, aber es ist ziemlich schwierig, die dort zu finden und dann jemanden zu finden, was macht.
Ich hoffe, es kommt vor Weihnachten. Wäre schon ein Weihnachtsgeschenk. Ist noch nicht ganz klar, ob wir die Wobbel langfristig allein machen oder mit einem größeren Partner, der wirklich das Know-how hat, einen Wobbler zu machen. Und wir gemerkt, einen Wobbler zu machen ist sehr schwierig, wenn das wirklich gut laufende, wenn du jetzt mit Shimano so die Benchmark nimmst, einen, der wirklich top performt, ist nicht einfach zu machen. Und ich glaube, ja, das wird sich jetzt herausstellen, ob wir das ganz allein auf den Markt bringen oder mit einem Partner zusammen. Okay, spannend. Was sind denn da so für Partner im Raum? Shimano. Viel. Also ich sage, ich behaupte jetzt mal, fast jeder von den grösseren Fischer-Brands oder Hersteller kennt uns und weiss, was wir machen. Die meisten haben schon unsere Materialien getestet. Die meisten haben schon angefragt für die neuen Materialien. Weil für die ist natürlich, die sehen, es wird in den nächsten paar Jahren irgendwie mal, gibt es dort regulatorische Änderungen und die meisten haben nicht eigene Materialentwicklung in-house und die brauchen eben externe wie wir, die die Materialien zur Verfügung stellen. Und für die ist es natürlich schon lukrativ, zum Beispiel das Bestselling-Produkt neu nachhaltig anzubieten oder eben diesen Proteinmaterial, das wir haben. Weil für die ist es nicht, es kannibalisiert sie nicht. Die haben sogar den Anreiz, wenn unser Produkt eine schnellere Durchlaufzeit hat. Also, dass eigentlich schneller, darum ist zum Beispiel viele Fischerläden, die nicht TPE-Material verkaufen, weil du verbrauchst es einfach nicht. Oder nur wenn du es verlierst, geht es kaputt. Wenn es abreißt, ja, genau. Absolut. Und dort hast du die verschiedenen Kräfte von der Industrie. Also es braucht sehr viel, dass das Material oder das Produkt wirklich Kassenschlager wird. Ja, das ist... ich sage halt, wenn es fängig ist, wenn du den Leuten kannst also ich sage immer, einen Job musst du von beiden Seiten her angreifen. Ja. So, einen Job musst du eigentlich von deiner Seite her angreifen und dann vom Fischer. Vom Fischer, der das Produkt im Shop vermisst. Genau. Und dann... Wenn genug Leute bei ihm vorbeikommen und sagen, wieso hast du den nicht? Genau. Ja, dann gehe ich halt in den Nächsten. Und das tut dann weh, oder? Ist echt schade. Er muss lernen, indem das weh tut. Ja, echt zum Glück zwingen, wenn du so willst. Das ist immer schade. Aber so, denke ich, wird das sicher etwas sein. Ich meine, wenn dann der Köder noch fängt und die Leute dann sowieso kommen und sagen, hey, aber weißt du, die Köder, die fangen eben, wie du jetzt sagst, mit dem Krebs, wo Krebs drin hat, dann wollen die Leute das Produkt fischen. Ist für mich unverständlich, wenn so ein Krebs nicht fängt. Also, ja. Also wenn dann Degli an der Predator nicht beißen, dann ist sie einfach nicht wollen. Ja, der kann Aschi einfach fischen. Du musst schauen, der Aschi startet der nächste Predator-Tour für Captain Greenfin. Was wir jetzt gar nicht gefragt haben, oder was du auch nicht erzählt hast, wie sind wir auf Captain Greenfin gekommen? Lustige Geschichte. Wir hatten 100 Namen gehabt und irgendwann haben wir angefangen, gut, wir müssen irgendwie eine Strategie haben, wie wir uns auf einen entscheiden. Und dann haben wir verschiedene Sachen definiert. Eben, ist es cool? Würde man es auf einem T-Shirt tragen? Ist es nicht geschützt von irgendjemandem anderem? Und so weiter und so fort. Und ich habe dort verschiedene Schulnoten gegeben, von 1 bis 6. Und dann geschaut, welcher schnitt am besten ab. Und dort hat Captain und Greenfin am besten abgeschnitten. Und dann habe ich gesagt, eigentlich könnten wir so zusammennehmen. Und ich finde es noch gut, weil eben der Captain gibt so ein bisschen Weitsicht, dass dem Captain kannst vertrauen, oder? Der kommt aus der Seefahrtbranche. Das Nautische. Genau, der sagt, hey, trust me, ich weiß, was durchgeht und es kommt gut. Und Greenfin ist halt die Annäherung. Trust me, I'm your Captain. Sorry. Kein Problem. Ja, und Greenfin finde ich eigentlich passend, weil es hat so einen fischigen Touch mit Fin. Und Green zeigt ganz klar, dass wir richtig Nachhaltigkeit gehen. Stark. Ja, ich finde es also krass, die Entwicklung, die ist schon in diesen Jahren passiert. Ja, also, es ist sehr schnelllebig und super spannend. Also wirklich jeder Tag ist anders. Ich könnte jetzt noch nicht sagen, genau, was ich nächste Woche mache. Oder klar, ich habe einen Plan, aber es kommt immer wieder anders. Macht dir das nicht auch ein bisschen Sorgen? Also weißt du? Nein, ich habe das Gefühl, es ist ein Abenteuer und du musst dich auf das einlassen. Oh, ja. Du bist 100% Captain Greenfin. Ja. Also du verdienst deine Brötchen damit, stehst am Morgen auf. Stark. Genau.
Okay. Wir zahlen einen kleinen Lohn aus, aber so, dass wir unsere Fixkosten tauschen können. Ja. Und das Ganze ermöglicht es halt, also darum haben wir auch externe Investoren drin, für eben das mit dieser Geschwindigkeit und mit dem Fokus können zu machen. Wo du das nebenbei machst, es geht einfach, ich habe mir gesagt, ich mache es lieber ein halbes Jahr voll und dann weiss ich, ob ich es gegen die Wand fahre oder ob es Potenzial hat, als es wirklich 2-3 Jahre neben dem Beruf zu machen, weil ja, da gehst du kaputt langfristig, wenn du so 2 Sachen gleichzeitig willst stemmen. Also es ist ein Riesenbüte, oder? Ja, Also du siehst ja. das wahrscheinlich auch, es ist ein Riesenwork, den du da aufladest. Ja. Je nachdem, wie viel das oben ist. Genau. Absolut, ja. Gut, und wenn die grossen Marken ja schon anklopfen für eine Wobbler-Kooperation geil. oder Gummifisch-Zusammenstellung, dann musst du dir ja keine Sorgen machen. Dann hat man euch wahrgenommen und man kennt euch. Also, ich nehme an, wir reden von den grösseren Marken. Also, Ja. du bist jetzt in Berlin gewesen, letztes Jahr, ich meine, vorletztes Jahr auch, weiß Ja, nicht. 2 Jahre Auch, jetzt. also, dort ist schon. Als Aussteller. Ja, also Ja. Aussteller sind wir da gewesen. Letztes Jahr gerade neben uns. Ja. So wie, das war noch ein cooler Moment, wo du denkst, jetzt sind wir in der Champions League schon fast angekommen, wenn du wirklich den Stand direkt neben uns hast. Ich weiss, du bist auch zu Berlin gewesen, Oli, Ja. mit dem Manu zusammen. Ja, das ist schon cool dort. Sie schauen einem immer komisch an, wenn dann Schweizerdeutsch miteinander reden. So, Ja. hä? Warum? Hey, ich habe noch eine Frage, und zwar für alle die euch Produkt bereits schon fischen oder angefangen haben zu fischen oder wollen anfangen zu fischen. Wir haben vorher es von der Lagerung gehabt. Du hast gesagt, die müssen im Blister bleiben oder bleiben am besten im Blister. Was muss man sonst noch beachten? Also aktuell ist es mehr ein Single-Use-Item. Also wir sagen, wenn du fast an fischen, braucht man meistens, bis er abgeht. Wie lange geht das? Kommt sehr stark auf die Wassertemperatur drauf an. Eben, solange das Wasser unter 20 Grad ist, kannst du gut 1,5 bis 2 Stunden damit fischen und dann irgendwann verabschiedet sich der Schwanz. Wenn das Wasser wärmer wird, wir sagen so ab 27 Grad, oder Murten es ja schon fast hat, sind 10 cm Köder schon eigentlich fast schade zum Fischen, weil du verlierst es schnell für was es kostet. Das ist ja gleich nicht günstig. Rutscht es vom Haken oder brechen es eigentlich? Ja, Also, es ist mehr, dass eigentlich die Festigkeit nicht mehr da ist, aus dem vom Haken wegrutschen. Ja. Die Kleinen gehen immer noch. Gerade weil früher habe ich sehr viel Kite so gefischt. Auch die, wenn du im Sommer auf Egli fischst, bist du auch 2 Stunden durch die wechseln, weil sie so ausgeschlossen Ja haben. gut, und das so. sind Turnierköder. Genau. Genau. Das, ist ja das haben wir auch letztes Mal. Kann ich nicht verstehen, warum dass man denen Turnierköder sagt, aber ja. Nico, das ist selbst nicht Marketing. Das Also, ich logisch habe das Gefühl, es hat einen Marketing, Grund, wieso das Ja. die meisten verkauften Köder sind, weil sie eben kurze Natürlich. Langlebigkeit haben. Oder? Ja, Darum pusht es das schon. klar. Aber warum, dass man Aber es funktioniert auch. warum dass man denen Turnierköder sagt, das verstehe ich nicht. ja, Weißt das, über das habe ich im Fall auch noch mal mega nachgedacht Ja, bei unserem ich, Podcast. also ich Keine verstehe, Ahnung. ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Also wenn jemand von euch da draussen weiss, warum, dass man den Kitech-Köder Turnierköder sagt, aufgrund von der Ja, schlaues Marketing. oft der Wechsel, Wir haben einen Gast im November, der das sicher kann erläutern kann. hoffe Oder es. aber wir werden ihm die Frage stellen. Absolut, ja. Am 11. Okay. Ja, und sonst, was wichtig ist, eben aktuell noch, das Produkt nicht im warmen Auto oder der Sonne sein. Wir haben es zwar geschafft, dass es eine hitzebeständige Schutzschicht hat, aber auch dort, wenn es zu warm wird, funktioniert das immer nicht. Und die löst sich wahrscheinlich auch auf dem, gut, Genau. nach dem Wasser setzt es eh nicht mehr. Also ja, kannst du ja eh abhängen eigentlich. Weil ich nehme an, trocken bringst du die nicht mehr. Du kannst Also. sie trocknen. Also es gibt verschiedene, eben, aber das sind halt wirklich die 3-4% nachhaltigsten, die wirklich Sorge haben zu den Produkten. Ich bin mehr Verschleiß-Typ. Wenn das Produkt, wenn der Köder näher ausgeladen ist, dann schießt es ihn weg. Und was sehr speziell sich anfühlt, ist, wenn dann der gefischte Köder ins Wasser schießt. Und das ist Fische, die nebendran fischen, gerade Meglifisch, im Murtensee, der Fisch ist 10 Meter nebeneinander. Also ich finde es auch wie Tüner auf der Eingriff, Stängel. genau. Und wenn er dann nebendran sieht, da schießt sie nicht Köder ins Wasser. Mittlerweile wissen sie, dass sie von Captain Greenfield sind und dass es geht, aber am Anfang habe ich schon ein paar böse Blicke. Ja, natürlich, kassiert. ja, gut, ist klar. Ist Aber klar. das wäre so ein geiles Marketing-Video. Ja. Nein, nimmst du deinen Gummifisch Ja. und rührst ihn so provokativ ins Wasser. Ja, am Und dann besten hast du geht bei so ihm dort, wo er fischt, Genau, oder ja. das alle irgendwie weg. Das ist so ein älterer Herr, der dich böse Ja, anschaut. genau. Das wäre sicher noch ein geiles Video. So mit der leeren Kühlbox Ja. nebenzu. Ja, und Gut. das Beste ist, wenn der neben dir das Egli fährt, wo der Greenfin noch im Mund hat. Ich weiß nicht, also wir haben jetzt gerade einen frischen Teamfischer aus Österreich, und der hat jetzt gerade ein Video gemacht, und der eine hat den Greenfin verloren, und ich glaube, im 3. Wurf später oder so hat er ein Egli gefangen,
und beim Abnehmen hat er gemerkt, der Greenfin noch im Mund, also der Schwanz hat noch rausgeschaut. Also es ist schon crazy, dass die wirklich die Proteine wahrscheinlich wahrnehmen und dann fressen. Und noch einmal gehen, ja. Okay, crazy. Ja, was machen wir? So zeittechnisch langsam? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich habe sicher noch ein paar Fragen, die mich noch wundern, persönlich. Okay, hau noch raus. Hast du nicht mehr? Ich hätte noch eine Frage, was so ein bisschen die Zukunft ist, aber das würde ich am Schluss machen. Gut. Wie reagiert die Fischer-Community? Wir haben es vorher gerade davon gehabt, eben, wie du sagst, wenn neben da einer steht, du rührst den Köder ins Wasser, am Anfang hast du böse Blicke gegeben. Wie reagiert die Community auf den Ansatz von euch mit den nachhaltigen Köder? Mit allen Vor- und Nachteilen. Also sprich, eben, Vorteil natürlich ganz klar in der Nachhaltigkeit. Wenn ich einen Köder verliere, tut es niemandem weh, der löst sich auf. Aber ist ja auch gerade die Schattenseite von der Medaille. Ich fische den Köder jetzt unter 20 Grad, fischen 1,5 Stunden. Und nachher, ja, nach dem 5. im Päckchen oder nach dem 10. im Päckchen muss ich wieder neu kaufen. Das Päckchen kostet 12,90, glaube ich, habe ich heute gesehen. Wie reagiert die Community auf das? eigentlich gut. Also wir haben sehr viele zufriedene Kunden, aber ich glaube, es hat auch viel mit der Erwartungshaltung zu tun, die wir setzen. Also wenn du natürlich versprichst, dass ja, kannst gleich lang fischen wie ein Plastikköder, kannst du eigentlich nur enttäuscht werden. Was wir auch sehr viel gutes Feedback bekommen, ist zum Beispiel vom Schweizerischen Fischereiverband, dass sie sagen, sie finden es genial, dass die Innovation von Fischern kommt. Oder das ist ja schon cool, dass eigentlich die Fischer das Problem erkennen, Lösungsansätze bieten und nicht, dass man wartet, eben, bis die Regulatoren kommt, jetzt darfst du kein Plastik mehr brauchen und dann wird erst die Innovationsmaschinerie angeworfen. Ich glaube, wir sind immer noch ein Nischenprodukt, also es ist nicht ein Produkt, das jetzt für einen Otto-Normalfischer da ist und zufrieden ist. Und ich glaube eben durch das, dass wir einfach in der Kommunikation offen kommunizieren, was wir können und was noch nicht, wo wir her wollen, bringen wir sehr viel oder können wir sehr viel auf Geschichte mitnehmen. Dass sie sagen, hey, dem möchte ich gerne dabei bleiben, das möchte ich verfolgen. Da hat es ein riesen Potenzial dahinter, aus der Schweiz raus. Und darum ja, haben wir eigentlich sehr viele treue Fans, auch sehr viele Kunden, die aktuell auch bei uns Kunden sind wiederkehrende Kunden. Also für die tun wir wirklich einen Painpoint lösen. Für die haben sich wahrscheinlich bis jetzt aufgeregt, dass sie Plastik müssen brauchen und haben jetzt eine valide Alternative. Aber wir müssen uns nicht vormachen, das Gros ist nicht so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Lösung schon haben für einen normalen Fischer. Ja, okay. Aber nochmal, ich meine, wenn die größere Marke auf dich zukommt, machst du nichts falsch. Also, ja. Dann die sehen das Potenzial, oder? Ja, die sehen das Potenzial, dass ihr ja etwas schaffen, das zukunftsweisend genau. ist. Ich kann gerade sagen, ich glaube, es ist einfach mal das Potenzial, aber es ist noch die fertige Lösung, eben wie du gesagt hast. Ich glaube, das wäre jetzt für mich auch, ich finde es cool, ist sicher ein geiler Impact, so, weißt du, Dinge kannst du sagen, hey, nachhaltig wirklich, reissest, wenn du aber reissest, dann bleibt halt der Kopf liegen, je nachdem, was für einen Kopf das du hast, ist es schlimm oder weniger schlimm, aber end of the day, der Köder ist nachhaltig, ja. Was mich einfach so ein bisschen, für mich noch der Painpoint ist die Zeit, weil wenn ich einen Köder nicht fange, ich habe es auch heute wieder gemerkt, ich habe den Cornelius dran gehängt, dem hat das Bein gefehlt nachher. Ich habe den Köder weggenommen, habe auf die Seite da, habe den Archie genommen, habe mit dem weitergefischt und gefunden, ja, dann komme ich wechseln doch wieder und wieder den Cornelius dran da, oder? Schlussendlich mit dem Rig. Das ist so ein bisschen das, was mir dann fehlt. Weil eben, schlussendlich musst du ihn fischen, bis er eigentlich eingeht, oder ziehst ihn ab, rührst ihn weg, weil nachher kannst du ihn nicht brauchen. Aber du nichtsdestotrotz... Ich finde es im Fall mega schwierig zum Vergleichen jetzt, so, ja klar, wenn du jetzt vergleichst mit den Toppies, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit USP, wo auch schnell ein Bein fehlt, ein Scherli fehlt. Und ich meine, ich habe jetzt recht viele USP gefischt auf Egli. Und ich meine, wenn die Egli, so wie sie momentan drauf sind, nach zwei Fischen ist der USP ist im Arsch. Echt? Der zerpflückt sie so. Ja, dann würdest du gescheiter etwas Nachhaltiges fischen. Genau. Ja, das wäre es dann, es oder? kommt stark darauf an, wie der Fisch ist und wo der Fisch ist. Ja. Oder und auch welche Fischart wahrscheinlich, oder? Wenn du weißt, du verlierst den Köder sowieso mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der nächsten Stunde. Ja, dann macht irgendwann, checkst du schon, dass... Ja, absolut. Nein, ich sage einfach, ich kenne es von meinem Hausgewässer, ich hatte 2 Hechte drauf gehabt. Ja, es hat ein Bein gefehlt. Geil.
Was muss ich ja sagen? Scheiße für den Laden, aber gut für den Hersteller. Ja. Gut für die Natur. Ja, Darum machen wir echt zum Beispiel noch keine Hechtköder. Weil ein Hechtköder, da willst du mehrere Hechte mitfahren, da willst du ihn über 2-3 Jahre, oder bis du ihn verlierst, willst du ihn in der Tacklebox haben und willst die Möglichkeit haben, einen Draht zu tun, wenn du das Gefühl hast, jetzt braucht es den. das Genau wäre jetzt bereits meine nächste Frage gewesen. Warum, ihr seid ja am Murtensee, oder du kommst vom Murtensee, warum habt ihr keinen Welsköder? Also jetzt ist nicht gerade Hecht, aber warum kein Welsköder? Der Murtensee ist ja bekannt für Wels. Ja, ich fische zu wenig gerne auf Wels. Okay. Also, Weil das ich wäre auch mit früher der ganzen viel Wels Protein, gefischt. mit der Ja. ganzen Geschichte, was ein Wels merkt, schmeckt, wie sensibel das er ist, wo wir ja schon bei uns im Podcast mit dem Marc Schlecht hatten, wäre das für mich persönlich, auch wenn ich habe jetzt zweimal auf Wels gefischt, aber es wäre für mich der Anreiz, ehrlich gesagt, zu einem Welsköder machen, wo ich muss sagen, ich muss nicht immer in den Laden Würm kaufen, sondern Oder Lebigköder irgendwo fahren und klar, kaputt Würm, machen. Und, ja, aber auch das ist ja dann nachhaltig schlussendlich, oder? Ja. Weil du fischst ja mit dem Fisch. aber du musst zuerst Weissfisch fahren. Aber du musst, ja genau, du musst es zuerst haben. Und deswegen kannst du einfach geschwind mal eine Packung kaufen. Und, ja, keine Ahnung. So, ja. Wäre eine Idee. Das wäre jetzt für mich so ein, ja. Ja. Vielleicht fischst du ja dann mal lieber auf Wels. Also gerade letzte Woche hat der Leon, unser Praktikant, im ersten Wurf hat er einen Riesenwels dran gehabt im Deutschen. Mit einem neuen Köder, der Squid-Geschmack drin hat. Also er hat wirklich echte Tintenfisch-Tinte drin. Und er hat einen Riesenwels drauf gefangen. Stark. Tun dir die Farbe anhand vom Geschmack vergeben? Nein, aktuell haben all unsere Materialien haben Knoblauch drin, also echten Knoblauch, den wir pressen. Und der Squid-Geschmack ist eigentlich von der Farbgebung. Das Gute ist, wenn wir zweifarbige Köder machen, hast du dann so wie eine Mischfarbe. Entweder können wir die weiterverwenden oder du kannst es einfach dunkler machen. Also schwarz ist so wie das, aus allen Restfarben kannst du dann schwarz machen. Und dann kannst du dann eben zum Beispiel Tintenfischfarbe brauchen für die Farbgebung. Und es gibt Geil. natürlich auch Aroma, wo rauskommt. Geil. Stark. Schwarze Köder. Oh, ich habe eine Idee. Können wir nachher im Off diskutieren. Okay. Ja, das wäre es eigentlich von meinen Fragen her gewesen. Bevor wir zu den Community-Fragen kommen, so ein bisschen zukunftsweisend, wo steht Captain Greenfin so in 5 Jahren? Ich weiss, du hast vorhin gesagt, du weißt nicht, was morgen ist, aber was würdest du sagen so? Was wäre dein Wunsch? Also der Wunsch wäre sicher, dass wir sehr gute Alternativen haben, die von der Angelbranche genutzt werden. Aber dass wir in 5 Jahren auch so weit sind, dass wir nicht nur die Angelbranche bedienen, sondern auch andere Branchen. Unsere Materialien kannst du auch in verschiedenen anderen Produkten brauchen. Eigentlich alle Produkte, die am Schluss von ihrem Lebenszyklus in der Umwelt landen, sollten eigentlich aus Produkten oder aus Materialien sein, die ähnlich sind wie unsere, die eben keinen Giftstoff freisetzen, die sich können vollkommen biologisch abbauen können. Und dass wir eigentlich die Raubfischbranche, so wie sie heute ist, wo eben zum Beispiel die Karpfenbranche oder die Fliegenfischbranche, sind deutlich nachhaltiger unterwegs als die Raubfischbranche, dass die einen Schritt gegangen ist und dass du eben deutlich bessere Materialien in allen Produkten findest und dass wir die Produkte können zur Verfügung stellen. Was braucht es dazu? Glück oder harte Arbeit? Beides. Also es braucht super viel Glück. Aber es ist eigentlich, also die harte Arbeit braucht es sowieso und das Glück muss einfach noch dazukommen. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, will ich Okay. so bestehen. Gut. Cool. Dann haben wir natürlich noch aus der Community ein paar Fragen, die Sie gerne wissen Genau. von euch. Gewisse sind schon beantwortet. Also gewisse haben wir jetzt im Laufe des Gesprächs auch noch schon vom Anfang an können beantworten. Aber soll ich anfangen oder Ja. willst du anfangen? Also. Der Lukas Brücker fragt, kommt gleich ein Action-Chat? Wenn ihr unter Action Chat Paddletail versteht, ja. Ja. Also es gibt 7,5 cm Paddletail für Egli, 6 verschiedene Farben. Hoffentlich schon im August. Meistens geht auch länger, kostet mehr als man denkt, aber es ist geplant und dann gibt es noch größere, wahrscheinlich so 12 cm. Auch in 6 Farben, ein bisschen unterschiedliche. Aber ja, Auch wieder mit etwa einer Laufzeit von plus minus Halbtag ist die Zeit. Halbtag? Ja.
Okay, cool. Der Remo Studer will wissen, Spinnrudder oder Baitcaster? Definitiv Spinnrute. Also ja, meine Chancen gegeben an einen Baitcaster, aber ich bin nicht warm geworden. Ich habe es nicht gehasst, wenn die Egli wirklich gejagt haben und wenn du weißt, dass die grosse Egli oder dann irgendeinen Backlash hast oder irgendetwas. Dann habe ich gesagt, nein, dann bleibe ich bei dem, was ich kenne. Jonas, dann gehen wir noch ein bisschen zusammen fischen, dann lernst du das Ja, von aber also die Baitcast-Route, also Rollen, habe ich vor 5, 6, 7 Jahren habe ich dir eine Chance gegeben und seitdem eigentlich nicht mehr. Also dort hat sich ja auch mega viel gegeben, von Swivlow so. Es gibt sehr viele Sachen, die jetzt... Ist ja viel Erfahrung. Ja. Also, ich habe meine gekauft und dann habe ich sie mal ein Jahr lang in die Ecke gestellt. Und dann habe ich dann irgendwann gefunden, jetzt muss ich wieder. Jetzt will ich wieder. Hey, und üben ist Das das mit Baitcaster. ja. Spinnrudder, was fischst Ich kann dir gar nicht sagen, welche Marke. Ich bin eigentlich nicht so mega Route. Also, ich habe das Gefühl, Routen musst du einfach so 100 Stellen ausgeben, dann bekommst du Top-Routen. Ich habe eine Ultralight-Route, 1 bis 7 Gramm. Ich kann dir nicht sagen, von wem die ist. Und neu haben wir auch die von Fishing King. Funktioniert sehr gut, dort habe ich jetzt noch die Schnur gewechselt. Aber es ist eigentlich, das Setup ist ziemlich gut. Ja, dann habe ich eine Zanderroute, also Zanderhechtroute bei uns. Im Mordensee sind die meisten Hechte sind zwischen 50 und 60 cm. Also du brauchst eher eine Zanderroute als wirklich einen Hechtnebel. Und ich bin auch nicht der eben die grossen Köder schießt. Die Fische sind 10 cm Köder. Das ist etwa das, oder die kleineren. Und dort brauchst du ein bisschen leichtere Routen. Ja. Gibt es eigentlich den Hubertus noch von Fishing King? Sorry, einfach so du sagst Fishing King. Den gibt es noch, aber von dem hört man eigentlich nicht viel. Gell? Also, der hat das Unternehmen, wenn ich es muss, hat es verkauft. Was macht Fishing King? Ich kenne die nicht einmal. Fishing King ist ähnlich wie der SANA-Ausweis in der Schweiz. Also die tun eigentlich die Fischerprüfung abnehmen und die Angler ausbilden. In Deutschland oder wo? Ja, genau. Ah, Also jetzt eigentlich, ihr Ziel ist schon europaweit zu wachsen. Also jetzt so zu Österreich, wenn ich mich nicht irre, haben sie ein paar Sachen. Und wir sind mit denen eigentlich eine Kooperation eingegangen, weil ihr Ziel ist eigentlich die nächsten Gewässerschützer auszubilden und denen punkto Nachhaltigkeit sehr viel auf den Weg zu geben. Und dann macht es dann Sinn, wenn du denen ein Produkt verkaufst, dass du dann halt auch nachhaltige Produkte ans Herz legst oder einmal die Option aufzeigst. Haben die Fishing Kings? Nicht? Nein. Ich habe, als ich angefangen habe zu fischen, sehr viel vom Hubertus immer die Videos geschaut, wie er Knöpfe macht, wie er eine Spinnrolle aufspult und so. Ja. Alles so Sachen. Und dann ist immer die mega Nachhaltigkeit reingekommen. Und Ja, die sind riesig. Die schon tun weg gewesen. pro Jahr irgendwie 30.000 bis 40.000 Fischer diese Prüfungen Okay. also ausbilden und dann Prüfung abnehmen. Stark. Ich glaube, du kannst sie sogar online machen, gell? Ja, ich glaube nicht überall. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns Kantone ist, wo in jedem Ja. Bundesland je nachdem etwas anderes muss machen. Okay. Hey, die nächste Frage, wahrscheinlich von einem Insider. Nehmen wir jetzt mal an, anhand von der Frage. Der R.STF, Underline, fragt, was rentiert aktuell mehr, der Werbespot oder Captain Greenfin? Die Frage ist, welcher Werbespot das meint. Also sagt man nicht, ich bin zu wenig auf Instagram, dass ich könnte sagen, das ist der. Bei uns, also marketingtechnisch, Bewegtbild funktioniert sehr gut. Also bei Realmässig. Ja, aber das ist ja Captain Greenfin, oder? Ja, also eigentlich machen wir nur Werbespots rund um unsere Produkte über Captain Greenfin. Okay. Ja. Soll ich gerade die nächste noch geschrieben machen? Mhm. Der GG3 bla 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 bla. Wie auch immer. Unser Lieblingsfragesteller. Nicht abschätzend gemeint, Ja. wirklich nicht, wirklich nicht, aber der Name ist einfach ein Zungenbrecher. Ich habe wirklich aufgeschrieben GG3 bla bla bla. Geht am einfachsten zum sagen, sorry. Wenn du einen Köder mit einem Bleikopf, wenn du müsstest einen Köder mit einem Bleikopf fischen und bekommst einen Hänger, würdest du reingehen? Wenn ich nicht gelöst bekomme und es nicht Winter ist, also wenn es jetzt heiß wäre, definitiv. Sonst würde ich mir schon überlegen. Also ich bin jetzt auch nicht der Nachhaltigkeitsfreak, also man muss nicht denken, dass ich das Gefühl habe, man darf nicht mehr mit Bleifischen und so weiter und so fort. Das ist mehr, meistens bringst du den Hänger noch gelöst, du fischst sehr vom Boot, kannst auf die andere Seite gehen oder auch vom Ufer aus, meistens bringst du ihn irgendwie raus, und wenn du ihm irgendwie 5 Minuten Zeit gibst, um vielleicht rauszuarbeiten, kommt er raus. Und wenn es jetzt kalt ist, würde ich sicher nicht ins Wasser gehen.
Also die Challenge wäre angenommen zu dem Spiel. Ja, okay. Also wenn wir jetzt irgendwie auf dem Boot wären, das Bier würde auch einer sagen, kommt rein. Mein Bier. Genau. Jetzt sind wir wieder bei dem. Kurze Zwischenfrage. Fischst du nur Köder von dir? Und Terminal Tackle? Fast. Also ich sage 95%. Weil ich fische jetzt eben sehr viel Bech, eigentlich wie der Oli auf Forellen. Das hat mich angefressen die letzten paar Jahre, mit den Watthasen und den Bächli auflaufen, dort mit den kleinen Ködern auf den Bach Forellen zu gehen, finde ich sensationell. Und auch vom Boot aus, und dort tue ich schon meistens unsere Produkte fischen und jetzt auch sehr viel eben die neuen Produkte für die zu testen, für die Erfahrungen zu sammeln. Und jetzt, seit wir ein Hardbait haben, brauche ich auch unsere Hardbaits. Vorher bin ich sehr gerne auf andere Hardbaits gegangen. Aber jetzt Gummiköder, ich glaube, ich habe jetzt seit 2 Jahren auch nicht mehr dran gehängt. Ja. Aber schon, weil eben ich alle Ausschusswaren und so kann ich verbrauchen. Es ist nicht, ich zahle halt nicht für das Produkt. Ja, klar. Die anderen 2 vom GG sowieso. Ich glaube, hat der Jonas beantwortet. Wie sieht ein normaler Arbeitstag von dir aus, hast du gesagt. Viel ausprobieren. Also maillastig und dann call-lastig. Also wir sind sehr, durch das, dass wir eigentlich ein digitales Team sind mit Deutschland und Bern und so, hören wir sehr viel über Teams, haben verschiedene Meetings und dann musst du irgendwie ein Problem lösen. Also den ganzen Tag ist eigentlich, dort ist das Feuer am Brennen, wie kannst du das lösen, oder der hat das Problem, wie kannst du das beheben. Wie ihr auf Captain Greenfin gekommen sind, Gründung und so, das hast du vorhin auch erzählt. Darf ich dem Fabio sein Alter auch noch vorlesen? Wie lange sind Köder haltbar? Er hat die Erfahrung gemacht, dass die härter geworden sind. Ja, also das Ding ist, durch das, dass wir nicht enorme Langzeiterfahrungen haben, oder uns gibt es erst seit 3 Jahren, ist schwierig abzuschätzen, was wirklich mit dem Material passiert, je nach Lagerbeständigkeit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sicher 2 Jahre, wenn du es im Päckchen lässt, ziemlich konstant bleibt. Und was viel länger passiert, können wir noch nicht sagen. Es kann sein, dass eben, wenn es irgendwie an die Luft kommt oder so, es kann entweder Wasser abgeben oder Wasser aufnehmen. Das sind die zwei Eigenschaften, die das Material hat. Was wir gemerkt haben, ist, dass zum Beispiel UV hat einen Einfluss. Also wenn das wirklich das Päckchen an das indirekte Sonnenlasten sein kann sein, dass die Farbe ein bisschen verblassen mit der Zeit. Aber das ist eigentlich schon etwas super Wichtiges für die Fischerläden. Oder dass die wissen, die Produkte können wir, haben ein Storage-Life von 3, 4, 5 Jahren. Dass dann nicht Produkt, wenn sie nicht drehen. Also du hast ja aus, nicht drehen, aber... aber das nicht gerade Hort ist. Genau. Vielleicht nicht gerade in die Vitrine stellst voraus oder so. Ja, so dass du zuhinterst in ein dunkles Loch stellst. Aber wenn du jetzt kaufst und 5 Jahre nicht fischst und dann irgendwie rausnimmst und es nicht funktionieren, wäre jetzt auch nicht ganz erstaunt. Aber kannst du wenigstens bei Trost in den See rühren oder ins Gewässer rühren, ohne dass du irgendwie ein schlechtes Gewissen musst haben? Genau. Okay. Also Fabio, in dem Fall Köder fischen und fischen bis weg und nicht einfach horten. Genau. Da haben wir eine Frage noch von so einem fischenden Bär. Er will wissen, wie läuft es mit YouTube? Es ist ein tricky Thema. Es ist nicht einfach, YouTube-Content zu machen, der wirklich viele Klicks bekommt. Wir merken es auch sehr zielfischabhängig. Es gibt Fische, die mehr Aufmerksamkeit generieren als andere. Und ich glaube, gerade Forellen-Content, wie du auch gemacht hast, ist einfach nicht das, was das Gros von der deutschsprachigen Community wirklich interessiert. Also Zander-Videos oder Hecht oder Egli funktionieren deutlich besser. Man merkt, wenn du eine Geschichte darum anbietest und so ein bisschen abenteuermässig und wirklich coole Szenerien, wie zum Beispiel das Video im Wallis, das wir gemacht haben, ist das bestgeklickte Videos. Aber es bietet auch viel. Also ich glaube, wenn du viel reinsteckst, kommt auch viel zurück. Aber man sieht das einfach als langfristiges Investment für die Leute auf die Geschichte mitzunehmen, dass sie uns wirklich auch kennenlernen können und dass sie sehen, dass das Produkt funktioniert. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, dass wir das Vertrauen etablieren können. Und ich gebe dort nicht locker.
bekomme eigentlich sehr viel gutes Feedback, aber eben, es ist nicht, kannst du es nicht vergleichen wie mit einem grösseren YouTube-Kanal, wo x-tausend Views bekommt. Also wir sind mehr als happy, wenn das Video 10'000 Views bekommt, ist es ein voller Erfolg. Also ich glaube auch, es kommt darauf an, welche Sprache das du hast. Also wir merken jetzt so, wir vor allem auf Hochdeutsch kommunizieren. Das ist aber Schweizerdeutsch, ja, ich möchte gerne Schweizerdeutsch, aber dann verlierst halt, oder alle Deutschen verstehen ihn auch nicht. Und dann brauchst du sorry, ja, was hast du gemeint? Ja. Und wenn du es auf Hochdeutsch machst, sagen alle Schweizer, ja, red doch Berndeutsch. Und jetzt gehen wir sehr stark nach Skandinavien, sind wir am expandieren, das ist unser Fokusmarkt aktuell. Und da ist noch Englisch im Fokus. Und da ist auch die Frage, wenn machen wir den Switch, siehst du eigentlich wie bei Neis, oder die auch mit Deutsch angefangen, Englisch, und jetzt haben sie verschiedene... Das ergibt sich dann noch. Cool. Gut. Dann sind wir gespannt, wie das weitergeht. Absolut. Und du bist ja ein fleissiger Hörer von unserem Podcast und du weißt, was jetzt kommt. Entweder oder. Richtig. Ist der erste Gast, der diese Kategorie selber eingeläutet hat? Ja, ist doch gut. Oder angesagt so. Wir spielen sie zum ersten Mal. Oh ja. Unvorbereitet. Ganz verdammt speziell. Ich hoffe, es funktioniert. Das wird ich habe bei dir ein bisschen rumgebohrt und so ein bisschen geschaut, was ich noch ein bisschen rauskitzeln. Captain Greenfin ist ja da sehr verschlossen. Es sind 4 spezielle Fragen. Ja. Eine kommt noch von mir, die muss ich wissen. Aber ich würde sagen, wir starten mit der. Nein. Willst du mit? Ja, ich will sie am Schluss haben. Wirklich. Wenn ich ihn so anschaue, ich will sie am Schluss haben. Also Jonas, gut zuhören. Hallo Olli, hallo Jonas. Ich hoffe, ihr sitzt gerade schön zusammen und nehmt einen sehr spannenden Podcast auf. Nico hier. Und Olli hat mir die Möglichkeit gegeben, eine kleine Grußnachricht zu schicken. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich hoffe, ihr rollt gerade richtig schön alles auf, was hinter den Kulissen bei uns passiert. Und ja, welche Herausforderungen wir schon genommen haben, und das sind einige. Deswegen, Jonas, auch nach 2,5 Jahren macht es mir immer noch extrem viel Freude, mit dir an diesen ganzen Herausforderungen mit Gabriel und auch Leon zu arbeiten. Und ja, freue mich einfach, dass wir immer noch so ein gutes Team sind, dass du auch unermüdlich bist, auch mit Familie und Beruf, was immer eine Herausforderung ist, gerade im Startup-Leben das zu vereinbaren. Das machst du hervorragend und wie gesagt, ohne deine Motivation, deinen Tatendrang, wären wir auf dem Produkt nicht da, wo wir jetzt gerade im Hintergrund arbeiten dran. Und ja, macht mir einfach Riesenfreude. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine gute Zeit, gibt ein paar Einblicke und wir hören uns wieder morgen. Ciao! Okay, gut, das war nicht die Frage, aber das war zumindest mal das Intro auf super die Fragen, wo du dich jetzt mental kannst vorbereiten in den nächsten 2 Sekunden, weil es geht los mit der ersten Frage. Möchtest du lieber einmal im Leben eine unberührte Bergbachforelle von 70 cm fangen, aber sonst auf leer ausgehen? Oder jeden Tag eine 30er im Hausgewässer um die Ecke fangen? Einfach, jeden Tag ein 30er. Echt? Also ich misse meine Fische sehr selten, außer die sie nehmen. Mir geht's, also jetzt für jeden Fischer macht so ein bisschen eine Entwicklung durch, einmal willst du möglichst viel fahren, dann willst du möglichst grosse fahren. Und ich bin jetzt aktuell mehr in dem Stadium, wo ich froh bin, wenn ich am Gewässer bin, eine schöne Zeit kann haben, irgendetwas kann erleben. Und das schätze ich, und wenn auch Fisch dran zaubert, umso schöner. Aber lieber regelmässig etwas fahren, als einmal riesig und dann schneidern. Sehr bescheiden, sehr bescheiden. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade zu der nächsten Frage. Achtung, jetzt wird's gemein. Möchtest du lieber für immer auf die Farbe Kaffee verzichten oder auf unsere bleifreien 3 Gramm Dartchicks? Wow. Das ist wirklich böse. Ich habe sie nicht gelesen. Ich habe die Frage nicht gelesen. Das ist eine gemeine Vielleicht musst du ein bisschen mehr ausholen, dass auch alle Er weiss natürlich, dass sie einfach meine wirklich Lieblingsprodukte. Also ich schwöre auf 10 cm Kaffee, das ist... Wenn ich Phasen fische, fange ich mit dem an. Und wenn nicht geht, fische ich mit dem. Das ist wirklich der, wo ich am meisten Vertrauen drin habe. Und eben, Fisch ist von mir aus gesehen eine Vertrauensgeschichte. Es hat jeder sicher den Köder, den er nennen kann und er sagt, das ist der, den ich brauche. Ja, und das ist bei mir der 10 cm Kaffee. Und der 3 Gramm Dartchick ist schon brutal geil. Jetzt eben im Sommer, also die meisten noch nicht fischen, weil er erst kurz auf dem Markt ist und meistens ausverkauft. Aber es ist einfach eine Maschine für Egli. Also die Aktion, die er hat, ist enorm gut. Ich würde wahrscheinlich
auf einen 3 Gramm Dartschig verzichten, weil da gibt es Alternativen. Da kannst du schon Toppis im Robinson brauchen, so, aber im Kaffee gibt es leider keine Protein. Ja, okay. Gut, nächste Frage. Und weil wir schon bei gemein sind, hier die letzte Frage. Du sitzt mit einem potenziellen Investor am Tisch. Er bietet dir globalen Vertrieb, aber nur mit Produktion in Fernost an. Sagst du ja oder bleibst du beim teureren, aber nachhaltigeren Weg mit unserer Produktion in Europa? Ja, das ist nicht so schwierig. Ich würde da bleiben. Also unser Unternehmen hat eben die Mission, das Fischen nachhaltig zu machen und nicht Kapital zu maximieren. Wir wollen definitiv die Produktion da abhalten und andere Investoren finden, die das hier mitmacht. Weil es gibt genug Impact-Investoren, die das gut finden und uns unterstützen. Okay, Nehmen wir so. absolut. Sind es 3 Fragen gewesen, Oli? Ich Du würde noch auch- eine? Ich will noch eine stellen. Lieber mit deinen Brüdern fischen oder mit dem Nico? Also nicht mit mir. Mit dem Nico, den wir Also gerade jetzt, gehört haben. wenn du sagst, morgen würden wir fischen, kann auswählen mit Nico oder mit meinen Brüdern. Ich würde wahrscheinlich meine Brüder nehmen, weil wir sind schon sehr lange nicht zu dritt fischen. Meistens gehen wir eher zu zweit so, aber wäre eine schöne Runde, wenn mal wirklich zu dritt zu gehen. Der Nico, mit dem gehe ich sehr regelmässig fischen, wenn wir uns sehen. Und der fucking größere Fisch und mehr als ich. Also. Verständlich, ja. Okay. Gut, dann haben wir noch die letzte Frage. Vielleicht ein bisschen gemein, aber wenn ich dich so sehe mit deinem vollen Haarwuchs und deinem vollen Bartwuchs, lieber eine Glatze oder kein Bartwuchs? Der Schnauz gehört auch dazu. Ich glaube lieber kein Bartwuchs und kein Schnauz. Wirklich? Ja. Okay. Ach, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte gedacht, der Schnauz, so ist dein Markenzeichen. Du, ich habe jetzt einfach ein Zeitchen. Gehört dazu. Ich bin einfach rasierfaul. Darum habe ich mit 3 Tagen Bart. Da kannst du ein Und der bisschen trimmen. Schnauz. Ja, und der Schnutz. Bögenbremse. Aber ich habe das Gefühl, eine Glatze, der hat jetzt fest Angst jeden Sommer. Also ich bin so viel auf dem See. Also jetzt auch nicht mehr so viel, aber auf dem See. Also Oli, du musst auch 50er abonniert haben, dass das alle halbe Stunde irgendwie eincremen. Er wird von Nivea gesponsert. Ja, schon, oder? Also, Nein, darfst du also schon meine Nase ist permanent rot. Habe ich das Gefühl, dass das Wasser reflektiert so stark. Ja, was ich merke, seit ich eine Glatze habe, die Sonnenstrahlung geht viel schneller durch den Kopf. Also, die Gefahr für Hitzeschlag oder Kopfweh habe ich viel Deutlich schneller höher. seit der Glatze. Ich merke an mir auch, dass du zu viel Sonne gehabt hast. Gell, eben. Nein, darum ist schon immer wichtig, dass ich ein Cap habe, wenn sobald die Sonne rauskommt. Bin ich mega schlecht in dem, auch was Eingrämen anbelangt. Ich denke immer so, vor allem beim Fischen, ja, jetzt noch 5 Minuten, es fängt jetzt gerade an zu beißen, vergiss im Eingrämen und dann bist du rot. Ich auch. Das ist mega gefährlich eigentlich. Ich auch. Und eben, ich meine, ich habe sogar eigentlich Händchen für die Hände, eigentlich auch so UV-Shirts. Eigentlich wäre ich bestens ausgerüstet. Wir müssen es nur anlegen. Ich denke an mich, mir hat mal einer gesagt, dass Sonnencreme auf den Köder sehr ineffizient ist für den Fisch. Habe ich ja schon gehört. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin die letzten 2 Mal, als ich draußen war, habe ich gedacht, fuck, ich habe mich nicht eingecremt. Ja, nein, jetzt creme ich auch nicht ein, weil nachher lange ich den Köder an. Nein, das will ich nicht riskieren. Sonst fange ich nichts. Also, ja, fange ich nichts. Sonst sehe ich den Grund in dem, dass ich nichts gefangen habe. So muss ich sagen. Also ich kann sagen, ich habe mittlerweile, also ich bin früher auch sehr schlecht gewesen mit Creme, und jetzt habe ich die Sonnencreme neben dem Steuerrad und meistens, wenn ich beim Rausfahren, dann ist auch mal gut. den Kopf eincremen. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt weniger Fischen fahre, weil ich habe meistens das Sonnencreme habe. Ich Also, glaube, ich glaube schon, wahrscheinlich Statistik kannst du irgendwie nachweisen, aber Ich glaube, das ist doch das gleiche mit der Banane an Bord. Ja, Oder, wenn du da Oder mit glaubst, der Raucherhand. Ist doch auch mal so eine Diskussion gewesen. Ja, dass das genau. Fisch Ja, schmeckt, genau. oder? Ja, genau. aber genau. wenn sie beißen, Ja, also wenn also, du jetzt ja. täglich Schwarm hast, der die Oberfläche raubt, Die wollen dann kannst fressen. du die wollen- schießen, was du willst. Ja. Habe ich Ja, eben ja. auch das Gefühl. Bei einem Hecht auch. Wenn ein Hecht will, Ja. dann nimmt er ihn. Ob jetzt rot, gelb, grün oder nach Kaffee schmeckt oder weiss ich was. Also, ich glaube, das ist Kopfsache. Aber eben, ja. Herren, Ich wir glaube, kommen so langsam ans Ende. Es ist wieder brutal schnell umgegangen. Ja. Weil es einfach wieder so hure interessant ist, was du zu erzählen hast. mega. Mega cool gewesen, ja. Jonas, danke, bist du unser Gast heute gewesen. Kann ich nochmal zurückgeben? Sehr angenehm gewesen. Ich nehme an, bevor wir dich entlöhnen, ins Schlussplädoyer, hast du für unsere Community etwas Kleines mitgenommen? Sind wir mal sehr gespannt, was das alles ist. Selbstverständlich. Ich habe ein kleines Köderpäckchen gemacht, das ich jetzt würde mitnehmen, wenn ich
in den nächsten paar Wochen auf den See gehen. Was würde ich mitnehmen? Kaffee. Es ist ein Kaffee Chapel. und 3 Gramm Ein Chapel, Tachig. weil es ist einfach brutal heiß. Ja, wichtig für die mit Glatzen. Und dann verschiedene 5 cm Köder von uns und verschiedene Jig-Heads. Einer ist der Dart-Jig. In 3 Gramm. In 6 Gramm. In 6 Oder Gramm. 3 Gramm ist schon wieder ausverkauft. Aber der 6 Gramm funktioniert auch hervorragend. Absolut. Und das könnt ihr gewinnen. Und ich habe mir überlegt, was ihr machen müsst. Machen wir es mal ein bisschen anders und ein bisschen auf eine Schnitzeljagd. Und die müssen herausfinden, was war der erste Fisch war, den ich auf YouTube gefangen habe. Also nicht spannend. einfach, also entweder könnt ihr raten, aber es gibt nicht so viel, es ist ein Raubfisch, könnt ihr mal dort, entweder könnt ihr raten, oder könnt ihr stöbern, man findet es raus. Haut das in die Kommentare, da auf Spotify, beziehungsweise kommentiert unter dem Podcast, so muss ich sagen, weil viele hören doch auch noch über YouTube und über die weiteren Plattformen. Haut sie in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, tun wir in der nächsten Episode am Jonas aufstellen oder vielleicht macht er eine Sprachnachricht, je nachdem wie beschäftigt das er ist. Vielleicht wird er auch mal ein bisschen Family Time geniessen, was auch absolut verständlich ist. Und geben dann den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Hey, und dürfen spannend sein, den Nico Latz noch auf Insta Ja. auf. Es ist ein mega schönes Täschchen, finde ich noch. Ich bin gerade ein bisschen eifersüchtig auf die Person, die das gewinnen darf. Das ist mega schön. Also mir gefällt das Täschchen noch dazu, das man rüberkommt. Jonas, vielen Dank für das Gewinnspiel. Mega cool. Hey, danke vielmals an dieser Stelle für dich. Also gerade den richtigen Button verwünscht. Du, ich habe Merci zu sagen, weil ich glaube, es gibt auch mal ein grosses Merci an euch zu sagen. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, da jeden zweiten Dienstagabend am 8. bis um 10 Uhr noch einen Podcast aufzunehmen. Ja, darum von mir und von, glaube ich, sehr vielen Zuhörern und Fischer aus der Schweiz. Merci Nico, merci Oli, dass ihr uns da Gern. alle 2 Wochen 2 Stunden unterhaltet. Hey, aber gern. Ist ja für uns sehr angenehm. Ich kann nichts mehr sagen, weil ich weiss sowieso nicht, was in der nächsten Episode passiert. Hey, ich auch nicht. Darum, Jonas, das letzte Wort ist dir. Du eben. Merci euch und geht mal auf Instagram, schaut unsere Seite an, also müsst nicht folgen, wenn es euch wirklich interessiert. Auf YouTube gibt es spannende Sachen, gerade wenn irgendjemand vorhat, mal in der Schweizer Bergbäche irgendwo unterwegs zu sein. Gibt es ein schönes Video, Angel unter Wölfen, außer schon verschiedene coole Angel-Content. Und denkt da, super fischen. Wir sind draussen für heute. Ciao zusammen. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie den Buf oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!